Wollt's gerade sagen, Timmy Boy, wir haben wieder dermaßen synchron, dass du einen Vogel kriegst. Sekunden genau. Franz, da hast du Minuten zu früh. Oder eine halbe, die besser gesagt. So, jetzt bequemen wir uns einmal kurz her. Oh, Sekunden. Da schau her, der YouTube-Sepp ist halt auch mal 20 Sekunden schneller drüber dabei. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Timmy Boy, Popomann. Franz, ebenfalls Popomann. Habe! Evans, Birger, Micker, 20 Uhr. Heute mit einem gescheiten Spiel. Mehr soll ich nicht. So, jetzt kriegst du mal in den Haufen rein, sagen wir erstmal uns gut geil. Merci für den Vordonner-Squad und den Franz natürlich auch. Kuss auf die Nuss, da kriegst du noch Herzerli geschissen. Habe die Ehre an den Charlie-Pilot, der heute eine wunderschöne Nachricht einer geschissen hat, die habe ich abpinnen müssen. Kann auch jeder selber lesen, der lustig ist. Habe die Ehre an den Charlie, an den Felix, an den Glick, an den Bazi, an die Hanna, an den Padre, an den Holzi, an den Riese Mike, an den Forest Squad, an den Feierhand, an den Woodenbeef, an den Snooze, Ben, an den Andi, an den Bösel Martin. Da muss ich ein bisschen scrollen, weil sonst kann ich nichts mehr lesen. Schluss, chillt die Kniescheibe. An den Woodenbeef, an den Holzi, an den Forest Squad, an den D-Skiles, an den Lace, an den Flowrider, an die Steffi und an die Visa und jetzt mag ich nicht mehr. Nein, mag ich nicht mehr. So nicht. So nicht. Mr. Duke. Kurz auf die Nuss, merci für 14 Monate. Nichts dazu geschrieben. Dann tu ich so als jetzt was dazu geschrieben. Habe die Ehre, Duke. So, wir schauen mal aus. Freunde der Sonne, ich bin am Überlegen, ob wir nächste Woche durchziehen. Der wir so als zwei Fulltime-Streamer jeden Tag 20 Uhr, bis das Spiel fertig ist. Sind wir am Dienstag auf die Nacht schon fertig, ist die restliche Woche streamfrei. Sind wir am Freitag um 3 in der Früh erst fertig, dann sei es so. Jeden Tag in das Spiel. Geisi! Was zum Fick! Achtung, da hab ich einen. Birgbert auf einen königlichen Stream vom Tristan aus Treifdan. No! God, please, no! 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 Geise! Servus Geise, auf einen königlichen Stream, grüß an den Tristan auf Triftern. Kuss auf die Nuss, merci das. 2 und du weißt das! Hab ich ja schon 50 Mal gesagt! Da! Das geht nicht so schnell, kriege ich keinen Urlaub. Wie Urlaub? Das ist ja, ich fange nicht schon in der Früh oder nachher, ich auch nicht. Komm ja nicht schon in der Früh herhocken. Da ich zwar irgendwie mal gern wieder, ja, vielleicht wenn Path of Exile Full Release ist, vielleicht können wir da mal eine Woche so richtig, was das eben ist, aber dauert noch ein wenig, habe ich das Gefühl, bis da Full Release kommt. Bin ich gespannt. Zitronenbaum, erst für 19 Monate, Kuss auf die Nuss. Batman schreibt, geilste Woche ever wird das. Ich weiß nicht, also ich glaube, das darf man ja sagen, ohne da umeinander zum Spoilern. Ich meine, natürlich weiß ich nicht, wie es Spiel ausgeht, überhaupt nichts. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Letztes Mal haben wir am Montag, ja, Monster Hunter, also ganz ehrlich, wer Spaß mit Monster Hunter hat, hau rein, Alter, vergundet da, geile Nummer. Aber 10 Minuten auf ein Viech einprügeln, wo dann meine Belohnung 2 kleine Icons sind, Alter, das ist einfach nichts für mich. Was es eben ist. Was ist denn jetzt da wieder? Sapsen! Link! Mike! Mehr als für 72 Monate. Kuss auf die Nuss. Was ist denn jetzt wieder? Was ist denn jetzt wieder? Ich werde mir nun voll Hochgenuss meine leckere Brutzeit. Brotzeit! Ich weiß schon, du hast es versucht, aber sie hat es nicht richtig vorgelesen. Der Erde und des Himmels genießen. Hauen Sie hinein, Meta. Meta machen! Sabrina, merci dir, 10er ist zu viel und du weißt das. Zu dir sage ich das noch. Der Bürger kauft da an Kasten. Beim Firestone bin ich mir schon nicht mehr ganz so sicher. Auf einen geilen Stream. Grüße aus Burg Schimpf nicht über die Donation. Firestone! Goddammit! Kuss auf die Nuss, merci dir, was soll ich denn sonst sagen? Kauf dann Kasten, das tue ich, und den räume mit der Bürgerin weg. Ist das okay? Ja, du weißt, was ich Nice. Firestone, merci. Löwensepp, habe ihre Bürger, auf geht's weiter im böhmischen Königreich und was mit dem Pfarrer los ist, Waldschmidt hell. Du saufst wirklich jeden Tag ein anderes Bier, gell? Das hört einfach nicht auf. Das hast du aber auch so ein bisschen zum Ziel gemacht, gib's zu. Löwensepp, merci dir. Blackboomer, merci dir, Zügel, sauber durchziehen, saugeil die Nummer. Sollen wir das machen? Das ist ein gescheiter Zukunftsbürger am Sonntag. Mr. I'm the King. Nimm Geld. Was? Nimm Geld. Was soll ich da sagen dazu? I'm the King, merci dir. Ja, beruhigen wir uns wieder. Was ist denn heute? War am Montag schon wieder grenzwertig. Was ist heute? Glünkensepp? Gott zum Gruße, werte Zuschauerschaft. Gott zum Gruße, Herr Glünkensepp. Timmy Boy, wie du bekommst so schnell keinen Urlaub. Wenn ich jetzt anrufe, bekomme ich morgen frei. Ja, hätte ich heute mal was Gescheites gelernt dann. Was soll ich machen? Let's Play Lemmings. Warum tust du es denn dann nicht? Stell mir die Frage. Flo, Let's Play Lemmings. Du musst schreiben, wie es Bürgerin schreiben hat. Let's Play Lemminge. Das ist wichtig. Habe ich schon ein paar Mal jetzt erzählt in der letzten Zeit. Ich weiß nicht, wie wir da immer wieder drauf kommen. Müssen wir mal Lemmings spielen.
Müssen wir mal Lemmings spielen. Jetzt kommt da näher Loch. Ja, eigentlich nicht. Aber ich mag auf alle Fälle, also ich habe überhaupt kein Problem damit, dass wir mir momentan so viel dasselbe Spiel spielen. Wenn das Spiel so gut ist, wie es ist, habe ich da kein Problem damit. So viele Leute Hörerinnen wünschen sich, dass wir mir das Spiel, dass wir das Ende in dem Spiel sehen. Das haben wir noch nie gemacht, so wie wir das gerade machen. Ihr habt Bock, ich hab Bock. Es wird immer noch nicht langweilig. Ich sag das, wie es ist. Aber ich schätze, wir sind so ungefähr bei 60-65%. Das haben mir ein paar Leute aus der Community haben mir das auch bestätigt. Herr Colonel Bamble, jetzt wird 10 Monate. Abend zurück, Kuss auf die Nuss. Die schon fertig sind, also die haben mir natürlich nicht gesagt, da kommt noch das und das, aber die wissen, wo ich bin. Und die sagen so, ja, wenn wir Gas geben und so streamen, wie wir normalerweise streamen, Montag, Mittwoch und Freitag, die ganze Woche wieder KCD 2, das kann ich euch gleich schon sagen, nächste Woche, ist mir scheißegal. Vorher kommen kann ich neue Spiele nicht raus. Und bloß mit Gewalt irgendeinen Blödsinn rausziehen, ist glaube ich, ja, ein Scheißdreck, ist mir egal. Stefan! Servus. So, ich hab nicht Mitzeit. Stefan, merci dir. Schluss damit. Kuss auf die Nuss. Und darum hat man gedacht, damit wir nicht ewig warten müssen, Montag und Mittwoch und Freitag, und außerdem kann nächste Woche am Freitag sein, dass ich eben keine Zeit nicht habe. Könnte möglich sein. Was ist da los? Hey, Mr. YBO, wieso löscht du die Nachricht, Moni? Was ist da los? Was ist da los? Nachricht los, was ist da los? Herr YBO, du hast wieder aufgetackert! Warum löschen Sie das? Charlie Pilot, schreiben Sie diese Nachricht sofort nochmal. Diese Nachricht bleibt da oben tackert! So sieht's aus! Weiß nicht, was da los ist. Der Kini fragt nach God of War. Du kannst bei den letzten God of War Streams nicht da gewesen sein. So wichtig kann es nicht sein, Kini 222. Sonst hättest du nämlich wissen, was jetzt da als Antwort kommt. Birger, hör niemals auf, das Spiel zu spielen. Ja, irgendwann werden wir aufhören müssen. Also wenn wir die Hauptstory durch haben, dann haben wir durch. Sagen wir es, was es ist. Zum Morden! Kann er leider nicht zuschauen, weil ich noch nicht so weit bin und du mich spoilerst. Koda Evi! leider nicht zuhauen, weil ich nun nicht so weit bin. Und Also du kannst noch nicht zuhauen. Evi! Das sind mir aber die suspektesten Donations. Das ist das Allergeilste. Da könnte ja einer, hey, da nicht mehr Zähne, aber ich kann da nicht zuschauen. Ihr Grund dann einfügen, egal was für Grund. Wo ist denn der YBO Sepp? Warum sagt er nix? Zip für Adam. Das tackert sich ja nicht von selber da oben auf. Was ist mit dir? Passt schon. Kann einmal passiert die Besten. Oh, der YBO hat die Charlie seine Nachricht gelöscht. Ja. Hab schon gesehen. Misa hat das gesagt. So, irgendwas habe ich da mittendrin gesehen. Irgendwo war ein Schweizer auf einmal da. Wo war denn der Schweizer? Irgendwo habe ich einen Schweizer gesehen. Nein. Was ist denn jetzt wieder? Kruzifix nochmal. Servus, endlich Bürgerzeit. Servus, endlich Bürgerzeit. That's what she said. War die beste Idee mal. Sie wird dieses Stream Deck so mit Memes zuscheißen. Leider gibt es keine nein, nicht heute, aber ich werde so zuscheißen, dass du sagst, gibt's das. Herr Quaton! Kriminalfeier! Das erste Mal, dass ich einen goldenen Rahmen, mit einem goldenen Rahmen sehe. Darum die Ansage. Phase 1! 50 ist total übertrieben und was soll das? Phase 2? Per Superchat. Nein! Drittens, merci. Viertens, stop it. Dankeschön. Haben wir's. Oder kriegst du auch ein Herzerli geschissen, weil es gerade vorbeifährt. So. Wo ist jetzt der Schweizer? Irgendwo haben wir einen Schweizer. Ah, der Schnutschi. Aber der Schnutschi, du bist der Schweizer? Du bist ja schon seit Ewigkeiten dabei. Wieso weiß ich das nicht? Aber da haben wir mit Sicherheit schon mal drüber geredet, bloß mein Bürgerhirn hat es wieder vergessen. Also, da muss ich jetzt kurz aufscrollen, weil irgendwo der Schweizer Franken einer geschissen. Da! Der Xenuxus Schweiz! Was ist da los? Wieso wird das nicht angezeigt? Hier, Critical Hit hat einer geschissen. Merci für 5 Schweizer Franken. Wie viel ist denn das in Deutschland? 1500 Euro. Kannst du hier gehen aktuell. Grüße an die Schweiz. Wie viele Schweizer haben wir mir herin auf einmal? Was ist da los? Herr Xenuxus, das kann ich nicht aussprechen. Ich nenne die einfach Schweiz. Ist das okay? X-Schweiz. Der X-Schwitzerli. Merci dir. Kuss auf dich, ich hoffe, du bist noch da. Irgendwie ist das da nicht aufgeploppt oder bin ich bloß wieder zu blöd gewesen oder keine Ahnung, was da wieder los ist. Bin mir nicht sicher. Nein, ich glaube, es ist einfach irgendwo, ich weiß nicht, was da los ist. Der Alexander schreibt, habt Story vor 2 Tagen fertig gespielt, muss sagen, es kommt jetzt dann so viel Gutes und mindestens 2 müssen das lasse ich noch durchgehen als
Zählt nicht als Spoiler. Snooze nu everywhere. Es ist 10 nach! Birger, was laderst du? Halt dein Fotzen statt Spähen vor dem Späno. Freunde der Sonne, Kuss auf die Nuss, Dankeschön. Bitte lehnen Sie sich zurück, holen Sie einer Bitte eine kalte Halbe, ich weiß nicht, was ist. Dann schalten wir mich um und dann rittert man hinein. Stehen bleiben sind wir, also kurze Ansage an den Nachschau-Squad. Am Montag haben wir Monster Hunter gespielt, aber so nach einer Dreiviertelstunde, ich habe es in Kapitel eingeschrieben, haben wir noch kurz KCD 2 gespielt. Wir haben kurz, nein, Schluss jetzt, schwarz jetzt, Herr Bahnzepp, jetzt in 51 Monaten. Grüß aus Österreich, wo einer bei sonst. Kuss auf die Nuss, Dankeschön. Was? 2 Minuten hintereinander. Stefan einer. Möge der bärtige Raubritter uns schöne Zeiten beschweren. Ich hoffe doch. Kuss auf die Nuss, merci dir. So, Alert Sounds aus. Wir haben letztes Mal, da drücken wir einfach straight auf Vorfahren. Da haben wir kurz Bedienung gespielt und haben das erste Mal einen König Sigismund selber gesehen mit seiner Homo-Fürsten-Frisur. Ich nenne es jetzt einfach so. Ja? Ich habe erinnert, wir haben wo ist der Pralin-Squad? Pralin-Squad, wo? Ich habe die Erlaubnis so zum Reden. Ja? Falls wieder irgendjemand daheim hockt und den seine Gackerl jetzt auf halbe 8 hängen, weil ich schon wieder so Sachen gesagt habe. Weißt du, was ist? Hab wegen deines Streams jetzt beide Teile gekauft. Mr. Scarecrow, da habe ich überhaupt kein schlechtes Gewissen, weil, so wie ich das bis jetzt sage, wir haben ja noch kein GTA 6. Wer mir mit Monster Hunter und Game of the Year kommt, hau ab. Hau ab. Also ganz ehrlich, schleichen Sie sich zur Tür hinaus. Niemals. Mark my words. Niemals. Beim Game of the Year bis jetzt habe ich noch kein Problem damit. So, wir haben den Goodwin. Jetzt muss ich vielleicht doch noch mal kurz nachlesen, was wir da... Also sei mir gegrüßt, mein Freund. Du musst mal kurz einlesen, was los war, weil sonst weiß ich nicht mehr, was los war. Ich fange mit an. Ich habe es geschafft, den Kuttenberger Adel zu bedienen. Das haben wir noch gemacht am Montag. Das wollte ich eigentlich im Nachschau-Squad sagen. Das haben wir mir... am Montag so nach einer Dreiviertelstunde. Ich hab's im Video, habe ich Kapitel gesetzt, da kannst du dann hinspringen, wenn du das da anschauen möchtest. Sehr viel ist nicht passiert. Dennoch war die letzte Ansage vom Herrn Sigismund eigentlich ein netter Cliffhanger und jetzt sind wir mit dem Goodwin wieder unterwegs und müssen wir da ein bisschen was machen, weil ja der Hans und der Goodwin und die ganzen anderen sind ja woanders. Die machen ja gar was anderes. Ich habe es geschafft, den Kuttenberger Adel zu bedienen, ohne dass jemand gemerkt hätte, dass ich mich nur als Diener ausgegeben habe. Nach seiner Ankunft in Raborsch hatte Godwin endlich Gelegenheit, Baron Brabant zu treffen, der bis vor kurzem an der Seite von Herrn Capon in Malleschau eingesperrt war. Wir haben einen Hans befreit, da war so ein Franzosenbeidel dabei. Das, glaube ich, ist der Baron Brabant. Oder Brabant wahrscheinlich, keine Ahnung. Kommt kein Französisch. Capon schlug Godwin vor, Vertreter der jüdischen Gemeinde Kuttenbergs zum Treffen in Raborsch einzuladen. Der betagte und angesehene Rabbi erschien in Begleitung eines jungen Mannes, der sich unter dem Adelsvolk äußerst unwohl zu fühlen schien. Was muss ich jetzt machen? Triff dich mit Brabant, lerne den Rabbi und seinen Begleiter näher kennen. Ja gut, dann treffen wir uns mal. Der Godwin kennt ja die Leute noch alle noch gar nicht so wirklich und ich glaube, dass wir mit denen jetzt einfach mal schmatzen müssen. Gehen wir mal einfach in Richtung I. Ah ja, das ist der Franzosensepp, dann fangen wir doch gleich mal an. Der Valchelin Brabant. Ist das korrekt so? Kann jemand Französisch? Ich kann auch ein bisschen Französisch. Sur le pont d'Avignon, Beidel Schwinger, das ist alles, was ich kann. So, mich vorstellen. Goodwin. Press F in Goodwin. Der Goodwin ist ein guter. Sei gegrüßt, Herr. Ich bin Goodwin, ein Freund von Heinrich, mit dem du angekommen bist. Wir kennen uns noch nicht. Baron Valchelin Brabant, Chevalier d'Arezzo, letzter seiner Linie. Ich bin ein Krieger, ein Reisender, ein Stratege und außerdem, à ma manière, ein Poet. Meine Güte. Nicht jeder Franzose ein Poet. Oh, und ich freue mich darauf, einen neuen Freund zu finden. Ich suche keine Freunde, die Freude. Seien wir mal nett zu ihm. Bis jetzt hat er keinen schlechten Eindruck nicht gemacht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Er redet ein wenig feit, das ist vielleicht alles, aber sonst ist er ganz freundlich. Und vielleicht wird er ein Verbündeter gegen Sigismund, who knows? Oder ist er bereits? Es freut mich, deine Bekanntschaft zu machen, Baron. Ich wusste, wir würden uns verstehen. Wie bist du... Verzeihung. Wie bist du in Malleschau gelandet? Du meintest, du wärst Dichter. Das interessiert mich wirklich einen Scheißdreck. Wo warst du denn? Warum habe ich noch nicht von dir gehört? Das ist ein guter Punkt. Wieso kennt dich hier eigentlich fast niemand? Ich bin hier, wie sagt man, auf geheimer Mission. Mein Vorteil ist meine enge Verbindung zum französischen Hof. Dort kennt jeder meinen Namen. Hier in Böhmen bin ich immer noch dabei, mir einen Ruf zu erarbeiten. Langsam,
aber sicher. So, wer sagt jetzt halt mir eigentlich, dass das nicht irgendein Spion vom Sigismund ist, der da mit Absicht in der Kerkerzelle mit dem Hans eingesperrt worden ist. Und das Absicht war, dass wir mir da rauskriegen und das so einfach war. Question everything. Wie bist du in Maleschau gelandet? Ja, hören wir mal. Wieso bist du am Ende in Maleschau im Kerker gelandet? Oh, c'est une histoire compliquée. Das war, nachdem ich heldenhaft die Verteidigung von Kuttenberg anführte und nur knapp und wegen einer Reihe unglücklicher Wendungen verloren habe. Also, das müsstest du mir noch mal näher erklären. Was denn für unglücklichen Wendungen? Ah, Misère, du warst offensichtlich noch nie im Krieg. Das glaube ich jetzt nicht, dass der Herr Goodwin noch nie im Krieg war. Bitte erleuchte mich. Da liegst du falsch, Monsieur Baron. Das war ich. Ah, je suis désolé. Böhmen ist wirklich ein seltsames Land. Ich habe Bauern, Kinder und sogar Frauen kämpfen sehen. Aber einen Geistlichen? Saint-Mare, erzähl mir davon. Du hast bestimmt auf der Seite von Wahrheit und Ehre gekämpft. Ich habe auf dem Feld von Kosovo gekämpft, ich habe in Neberkov gekämpft. Ich glaube, das ist wurscht, das, was wir eben sagen. Das letzte Mal war in Neberkov. Und ich möchte nicht darüber reden. Ah, oui. Ich habe gehört, dass es eine sehr unausgeglichene Schlacht war. Das kannst du laut sagen. Niemand hat erwartet, dass von Bergo mit dieser teuflischen Erfindung aufkreuzen würde. Maxing, das war der Mörser. Vielleicht. Aber in meinen Augen wird es die Zukunft der Kriegskunst sein. Vielleicht lehnen sich die Generäle eines Tages zurück und trinken Wein, während diese Geräte an ihrer Stadt den Krieg führen. Glaubst du, dass die Verteidigung Kuttenbergs mit denen besser gelaufen wäre? Ich gehe jetzt einfach wieder, weil vielleicht müssen wir gar nicht so lange mit dem Typen labern. Er ist Dichter. Egal wie dicht du bist, Goethe war Dichter. Triff dich mit Brabant. Brabant, Entschuldigung. Oh ja, Misi, geh du vorbei, das ist recht. Schankmeid hat immer Vorrang. So, jetzt müssen wir noch nicht beim Schmerzen. Mit wem müssen wir noch schmerzen? Mit Samuel. Der Rabbi. Ah. Hallo, Monsieur. Ah, das sind gar keine Monsieur. Welch seltene Gäste. Man würde unter Christen gewiss keine Vertreter deiner Gemeinde erwarten. Ich bin Godwin. Schön, dich kennenzulernen. Friede sei mit dir. Ich hätte ihr gewiss auch keinen Pfarrer erwartet. Und doch, Woher weißt du, dass ich Pfarrer bin? das ist nicht schwer zu erkennen. Schließlich haben wir viel gemeinsam. Und wir fühlen uns hier beide etwas fremd. Ich bin Jehuda, Anführer des Rabbinatsgerichts in der heiligen Gemeinde von Kuttenberg. Und das ist Samuel, mein Gehilfe. Das ist. Der am liebsten gar nicht hier wäre. Warum mussten wir hierher kommen, Seide? Siehst du nicht, wie uns alle anstarren? Weil wir uns in diesen schweren Zeiten alle gegenseitig helfen müssen. Und warum sollte man auch nicht starren bei deinem Gesichtsausdruck? War das damals so auch schon. War das damals im Mittelalter auch schon so, dass man Juden. Ich weiß nicht. Lea ist da, das ist das Allerwichtigste. Lea schreibt, fang nicht schon schreiben, oder? Ja, ich sehe es, unsere Gehirne verschmelzen bereits. Der redet so, weil er einen jiddischen Akzent hat. Weil meine nächste Frage gewinnt. Haben die damals so geredet? Ich habe keine Ahnung. Na, lernen wir was. Schau her. Bist du geschäftlich hier? Suchst du Freunde? Willst du bessere Bedingungen aushandeln? Welche Bedingungen? Haben die da auch in Kuttenberg, gut, jetzt speziell Kuttenberg, weiß ich nicht, aber allgemein in große Städte so in so eigene Viertel mit Absicht eingepfercht worden? Haben die eigentlich jemals in einer Zeit eine gute Zeit gehabt? Ich muss, wenn keiner die unangenehmen Fragen stellt, dann muss ich mir hier erhalten. Haben wir mir Juden da herin? Ich kenne in meinem Leben keinen einzigen. Ich kenne keinen. Haben wir da herin jemanden? Und habt ihr jemals in eurem Leben schon mal eine ruhige, normale Zeit gehabt? Und ich frage mich, warum? Ich verstehe es nicht. Und die allerwichtigste Frage ist, haben Juden eigentlich Knierscheiben? Also, verstehe ich nicht. Auch damals gab es sowas wie Ghettos. Ja, aber ich hab nicht gewusst zum Beispiel, dass man die auch vor 500, 600 Jahren
schon einfach so und in irgendeine Ecke geschoben hat. Verstehe ich nicht. Sprengscheibe schwierig, Digi. Ja, natürlich schwierig. Aber wir sollen ihn anders fragen. Mach das Fassel nicht auf. Na, natürlich mache ich das nicht auf. Was mache ich denn da für Fassel auf? Das war eine Frage. Ja, kein mit ohne jeglichen Hintergedanken nur irgendwas. Aber jedes Mal, wenn ich irgendwas in einem Spiel, in einem Film, in echt, wenn ich was davon her, dann geht's einer immer schlecht. Aber was ist das? Bist du geschäftlich hier? Seid ihr hier, um einen Handel zu vereinbaren? Wir haben Was für Wichtigeres zu Fassel? tun, Sitzen wir mittendrin. als ein paar Groschen zu verdienen. Die Situation in der Stadt und im Königreich ist untragbar. Das ganze Land steht am Rande der Zerstörung. Ihr habt Männer und Waffen und wir haben die Mittel, um sie zu unterstützen. Warum erzählst du das einem Käumer? Du wolltest dem Markgrafen das geben, was wir mitgebracht haben, und dann gehen. Alles zu seiner Zeit, Samuel. Wir sind doch gerade erst angekommen. Seid ihr gekommen, um den Herrn Geld zu leihen? Wir wollen es nicht leihen, sondern schenken. Notleidenden zu helfen, kann nur von Gott vergolten werden. Du weißt nicht mal, ob man ihnen trauen kann. Mit diesem Geld hätten wir uns selbst Söldner leisten können. Du erinnerst mich an meinen jungen Freund Heinrich. Er ist auch ein kleiner Hitzkopf. Heinrich? Dieser Bote von Ratzig-Kobila? Ihr beide kennt euch? Ja, der wollte Ihr mich seid umbringen. ungefähr gleich alt. Das muss er sein. Aber unser Kennenlernen Skulls and war Lace, etwas Kai. holprig. Fräulein Skulls and Lace, nochmal Dankeschön, es ist zu viel. Ausgrenzung, ich lese nur vor, falls mir wieder irgendjemand was im Mund erlegt. Ich war schon ein schwieriges Thema, trotzdem Frage. Was soll denn das? Ausgrenzung von Juden ist keine neuzeitliche Erfindung. Jüdische Viertel haben eine lange Geschichte. Sie durften im Gegensatz zu Christen Geld verleihen, hatten Schuldner und waren dementsprechend unbeliebt. Kämen da diese Geldklischees her? Möglicherweise. Also wahrscheinlich. Wenn ich eins und eins zusammenzähle, dann kommt es wahrscheinlich aus solchen Dingen. Ich kenne mich ja nicht aus. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, das ist mir scheißegal. Skulls, danke dir. Also ich mache hier kein Fass auf und wenn, dann sitze ich schon drin. Ihr alle, aber auch, okay? So. Ihr würdet euch gut verstehen. Irren ist menschlich, hoffentlich lernt ihr euch bald besser kennen. Vielleicht werdet ihr euch bald besser kennenlernen. Er stößt übrigens später noch zu uns. Für so ein junges Bürschchen hat er viel durchgemacht. Erst vor kurzem wurden seine Eltern in Skalitz ermordet. Er sollte Schmied werden, aber stattdessen reist er nun in der Welt herum und riskiert an jeder Ecke seinen Hals. Warte. Ein Schmied, sagst du? Aus Skalitz? Ja, ganz recht. Kanntest du dort jemanden? Ich habe von jemandem gehört. Einem Schmied namens Martin. Ist das nicht Meine unser Vater? Tochter Also, kannte falscher ihn wohl Vater? am besten. Deshalb ist Samuel auf der Welt, wegen unserer zahlreichen Sünden. Vielleicht war er mein Vater. Aber er hat sich nicht wie einer benommen. Mutter hat mich allein aufgezogen. Was? Das war für alle Moment, das Warum? Er hätte sich um mich kümmern sollen. Und stattdessen hat er noch einen Bastard gezeugt. Sei nicht so schnell mit deinem Moment mal, Urteil. haben wir mir einen Bruder? Soweit ich weiß, hatte Martin keine weiteren Kinder. Zumindest keine leiblichen. Look me, dir. Er hat Heinrich aufgenommen Was und ihn rettet auf Befehl Kapitän? des Herrn von Skalitz, Herrn Ratzig-Kobila, aufgezogen. Heinrichs wahrem Vater. Es ist mir egal, ob er sich noch um 20 andere Mamser gekümmert hat. Der leibliche Vater dieses Jungen hatte ihn abgelehnt. Genauso wie deiner es einst tat. Man kann sich seine Eltern nicht aussuchen. Und Heinrich hat selbst erst kürzlich davon erfahren. Genug. Ich trinke lieber etwas. Möchtest du auch etwas, Seide? Dafür wird später noch genug Zeit sein. Das ist aber jetzt ein interessant eingeleiteter Side-Fact, dass wir einen verdammten Bruder haben. Ich sollte nicht trinken. Ja, der Gute bin ist aber ein Guter, der trinkt immer. Zum Wohl. Zum Wohl. Okay, wir haben einen Bruder. What the fuck, der wollte uns umbringen. Okay, ich muss das Mikrofon wieder weiter weg, damit ihr die Lautstärken auftragen könnt. Entschuldigung, meine Damen und Herren, Entschuldigung.
Sevian, das hast du richtig. Ich glaube, richtig verstanden, ja. Werte Freunde und Verbündete, in solch Er stinkt. unsteten Zeiten wisst ihr, warum wir hier sind. Jedoch ist die Frage, was werden wir tun? Sigismund stieß auf Probleme in Ungarn. Und auch hier trifft er leider auf Widerstand. Er ist ein fähiger Stratege, aber ein schlechter Diplomat. Merkt euch meine Worte. Wenn wir noch bis zum Winter warten, wird er von ganz allein verschwinden. Und bis dahin wird er all unsere Festungen niederbrennen und uns unseren letzten Besitz stehlen. Wollen wir Er etwa ist ein allen Guter. Ernstes warten Das ist ein guter. und uns in einer Ecke verkriechen? Ein lauter Guter. Oder sollen wir ihn mit Schimpf und Schande vertreiben? Ein paar gut geplante Überfälle und schon werden wir ihn in der Hand haben. Zu welchem Preis? Hast du gerade Männer zu entbehren? Hat irgendwer gerade Männer oder Geld zu entbehren? Wir haben da draußen keine Männer. Doch haben wir. Haben wir nicht. Jobst hat recht. Der Hurensohn gibt nicht einfach auf. Nur können wir nicht warten. Dann sollen wir ins offene Messer laufen? Alles geht vor die Hunde. Unruhe immer schlecht. Unsere Frisur auch. Freunde, so führt das doch zu nichts. Vertagen wir die Entscheidung und gehen wir noch mal in uns. Er möchte Zeit schinden und kehrt zum Sigismund, I fucking guaranteed. Der gerade gelacht, wer? Der Jobst? 100%ig stinkt der Jobst. 1000 Pro. Gar nicht mal der Franzos, zu obvious, er stinkt. Vielleicht stinken ja beide. Aber der Blaue stinkt. Garantiert. Habe ich da gerade Uhrensohn gehört, was hat denn das mit dem Timo Werner zu tun? Herr Klinkensepp, ich liebe es, wenn Sie Leute so weit zurückerinnern an Videos aus anderen Zeiten. Timmy Boy, ich hab das so verstanden, dass unser falscher Vater der Vater von dem ist. Das macht uns ja nicht wirklich zu Brüdern, sind ja in keiner Weise verwandt. Okay, da hast du theoretisch recht. Stimmt. Stimmt. So gesehen, auf dem Bladel Papier sind wir keine Brüder. Irgendwie aber auch schon. Der von hinten fragt mich, ob es unter meiner Haum warm wird. Nein, ich hab die Heizung ausgeschaltet. Was ist jetzt da? Also jetzt spät wieder aufgehängt, oder was? Brother from another mother. Nix Blutsbrüders, ne? Was ist jetzt da? Unser Vater ist ja der Ratzek und er war ja nur unser Ziehpapa. Ja, aber so gesehen, eigentlich ist ja unser richtiger Pap der uns aufzieht. Ja, der biologische, der hat gesagt, fick dich mal, hinfort. Und der andere hat uns aufgezogen, also ist eigentlich haben irgendwie beide unsere Paps. Irgendwie schon. Böttler gescheit, Bürger, ich hatte das Gest auch gehabt, dass das Game im Loading Screen hängen geblieben ist. Es schaut aus, als darf es da nicht weitergehen, dann müssen wir das Spiel nochmal schnell. Warte mal. Nicht, dass ich jetzt aus Versehen. Warte mal. Ja. Starten wir das Spiel nochmal. Hilft eh nicht. Ansonsten müssen wir die Bumsbude da nochmal überspringen. Hilft eh nicht. Der eine ist der Vater, der andere den Daddy. Wie bei Guardians of the Galaxy heute. Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Hört einfach auf das, was der Sprengi sagt. Da, nein, nicht wieder in den Kache reinschauen. Nein. Da, das, was Glückskatze schreit. Das ist alles das gleiche Geschmeiß. Geschmeiß, Gewerf, Gejit. So. Retterstaat-Schnaps. Auf den Sprengi hören, keine gute Idee. Schau, jetzt werden wir aber wahrscheinlich das nochmal machen müssen. Oder? Ja, das habe ich mir fast gedacht. Ärgerlich, aber gut. Dich vorstellen, überspringen, Royce, das haben wir gleich durch. Ich will... Du so. Ah, scheiße. Du meinst, ich gehe einfach wieder. Ja, hat das Zeit? Ja, das hat Zeit. So, speichern wir mal. Zack, das Bündchen, bla 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 bla, daher, zack.
So, grüß Gott, ja. Woher Hat keiner gesehen, bist du geschäftlich hier? Hat keiner gesehen, Ruf verschlechtert. Seid ihr Das ist natürlich nichts. Heinrich? Ja, Heinrich, bla bla bla. Irgendes menschlich hoffentlich, lernt ihr euch bald etwas besser kennen. Ja, Ich glaube nicht, vielleicht. Warum? sei nicht so mein. Er hat Heinrich. Genug. Zum Wohl. Zum Wohl. So, jetzt kommt das Ding wieder. Ganz überspringen. Nun, das verlief wie erwartet. Gott, Auf die ihr schon wieder. Gesundheit. Und Auf die deine. Gesundheit. Hätte es denn auch anders ausgehen können, wenn so viele von uns hier sind? Ausgerechnet von Jobst hätte ich eigentlich Haben wir schon wieder etwas drin. mehr Vernunft erwartet. Er hat einen Anfängerfehler gemacht. Aber man kann ihm nur schwer bös sein, wenn er versucht, es allen recht zu machen. Ich bin im Übrigen Johann von Liechtenstein. Und du musst Godwin sein, Sohn von... Das habe ich nie an die große Glocke gehängt. Woher weißt du das? Ich hab meine Quellen. Ich glaub, du könntest mir bei der heutigen Versammlung sehr nützlich sein, nach allem, was ich über dich gehört hab. Ist das so? In der Tat. Und deshalb möchte ich dich um etwas bitten. Ich habe sowieso nichts Besseres zu tun. Worum geht es? Ich bin gerade beschäftigt. Worum geht's? Es kommt darauf an, worum es geht. Um etwas feinfühlige Diplomatie. Ich vermute, wir sind uns einig, dass Jobsts Plan einige Unzulänglichkeiten aufweist. Das ist noch harmlos ausgedrückt. Der hat gar Und keinen so Plan. wie es im Moment aussieht, erhält er nie die Unterstützung des Rats. Aber ich wüsste, wie wir das ändern könnten. Nun, ich bin gespannt, wie du Žižka zum Schweigen bringen und den Friedliebenden entgegenkommen willst. Wir werden warten und still ausharren, bis Sigismund sich von selbst zurückzieht, wie Jobst vorschlägt. Aber wir werden das in einem Heereslager unserer riesigen neuen Armee tun. Hä? Wo kommt die Armee her? Also, kosten wir haben keine Männer. Was, wenn wir Sigismund reizen? Wenn Sigismund einen Angriff auf das Lager befehlen sollte, gäbe es ein Blutbad. Oh nein, gäb's nicht. Sigismunds Armee ist geschwächt. Die Moral ist im Keller und außerdem gehen ihm die Ressourcen aus. Ist das er so? kann Festungen angreifen, die sich nicht verteidigen können. Aber er wird keiner ebenbürtigen Streitkraft auf dem Schlachtfeld entgegentreten. Aber er kann auch keinen Rückzug anordnen. Das wäre eine Schande. Und genau deshalb warten wir, bis er durch andere Ereignisse nach Ungarn zurückgerufen wird. Wenn dieser Plan funktionieren soll, brauchen wir Verbündete, ihr Geld und ihre Entschlossenheit. Wir haben schon angefangen. Wir brauchen nur ein paar Unterhändler, die die richtigen Leute in die richtige Richtung lenken. Willst du etwa sagen, dass du schon vor Jobst alles in Bewegung gesetzt hast? Eher zur selben Zeit, aber ohne dass er davon weiß. Wenn wir Unterstützer finden und das Ganze nach Jobsts Idee aussehen lassen, gewinnen wir alle. Ja, aber ich mag das nicht. Wir warten doch nicht einfach. Was ist das für ein Behindertenscheiß? Warum tust du das alles? Warum tust du das alles überhaupt? Weil ich dem sinnlosen Sterben ein Ende setzen will. Aber auch, weil ich lieber Wenzel auf dem böhmischen Thron sehen möchte. Den Plan kann ich nicht ganz nachvollziehen. Ich sag das, was ist. Was soll ich tun? Ich werde dir Ich werde helfen. nicht auskommen, anscheinend. Was genau soll ich tun? Ich nenne dir 3 Namen. Boczek von Kunstadt, Hamann Alder Alder! und Anna von Waldstein. Wenn du diese 3 auf unsere Seite ziehen kannst, haben wir gewonnen. Ich werde mich in der Zwischenzeit um Jobst kümmern. Erzähl mir mehr über diese Leute. Dann weiß ich, mit wem ich es zu tun habe. Sicher doch. Mit wem soll ich anfangen? Boczek von Kunstadt. Ich kenne den Namen, Schon wieder kann ihn einen aber Namen. nicht ganz zuordnen. Irgendwo. Das ist es ja gerade. Er verfügt über riesige Ländereien und großen Einfluss, aber hält sich zurück. Er spürt nicht beim großen Spiel mit, weil er keine Risiken eingehen möchte. Er geht immer auf Nummer sicher. Aber sobald er sich einmal entschieden hat, kann ihn nix und niemand aufhalten. Alder, der Ratsherr, der war mal im Stadtrat von Kuttenberg, oder? Das ist er immer noch. Er hat nach der Übernahme der Stadt als einziger seinen Posten behalten. Aber er ist hier, statt sie in Kuttenberg bei Sigismund einzuschmeicheln. Seine Tage im Rat sind also gezählt. Dennoch wird er weiterhin großen Einfluss auf die Gilden und reichen Bürger haben.
Deshalb brauchen wir ihn. Was ist mit ihr? Anna von Waldstein. Die Witwe dieses wohlhabenden Minenbesitzers. Wie war sein Name noch gleich? Wenzel Bartosch. Kein Wunder, dass du ihn vergessen hast. Ich war überrascht, Sie hier zu sehen. Versammlungen wie diese sind eher... Männersache? Bisher, Godwin, bisher. Anna hält sich zurück und benimmt sich wie eine vorbildliche junge Witwe. Aber lass die nicht davon täuschen. Sie hat Krallen, sie weiß, wie man mit Geld umgeht und sie hat ganz gewiss nichts für Sigismund übrig. Und was soll sie uns bringen? Mal abgesehen von dem Geld ihres Mannes natürlich. Sie ist blitzgescheit, wenn's um Handel geht und weiß auch die ein oder andere Sache über Diplomatie. Böse Zungen behaupten sogar, dass Bartosch den Großteil seines Vermögens ihr zu verdanken hat. Und auch, dass er ihretwegen verstorben ist. Aha. Okay. Lass mich raten, wir müssen mit den 3 jetzt eine Quest reinmachen, nehme ich an. Dann mache ich mich an die Arbeit. Wird erledigt. Wünsch mir Glück. Ich wünsche uns beiden Glück. Die Würfel werden noch vor Ende des Tages fallen. Trinken! Aber dann haben wir wieder bumm voll. Naja, ich bin der Goodwin, das hilft nicht. Mögen unsere Pläne aufgehen. Ich bin jetzt ehrlich gesagt auch davon ausgegangen, Lucky, dass du nicht mich meinst, sondern das Spiel. Und ich weiß, was du meinst. Ja, ein bisschen nervt's, aber da kommen wir nicht rundum. Sichere die Unterstützung von Anna von Waldstein, sichere die Unterstützung von Hermann Alder. Da fangen wir doch mit dem Alder, oder? Sind die alle da? Was haben wir mit da überhaupt? Ein Raborsch. Mit dem Goodwin ist unser Ruf aber nicht sonderlich gut. Und in Raborsch anscheinend überhaupt nicht. Naja, gut. Ja gut, dann fangen wir halt einfach mal an zum Schmatzen mit denen. Wieso muss ich? Das hätte ich noch fragen sollen. Wieso gerade ich? Ich sag es dir. Weiß man nicht. Wen haben wir Nicht da? einmal Botschek? Kunzlin? Nicht mal Botschek. Hammer, Alter! Ich will mir deine Pferde ansehen und sehen, ob sie so gut sind, wie du sagst. Pa, sogar noch besser. Aber das würdest du nicht glauben, bis du sie selbst gesehen hast. Und vielleicht wirst du deinen Augen nicht mal dann trauen. Sieh an. Wir haben einen neuen Gast. Ich wollte nur... Dich für das unerlaubte Betreten meines Hauses entschuldigen? Oder meine Gäste weiter belästigen? Was bitte? Ich wollte mit Alder sprechen. Alter! Nun, jetzt spreche ich aber mit dir. Was glaubt denn eigentlich er, wer er ist? Ich spreche später mit dir, Vater. Das hier ist wichtig. Du bist in meinem Haus. Also sprichst du zuerst mit mir. Was willst du? Ist das dein... Bedauerlicherweise. Also raus mit der Sprache. Was willst du hier? Und wie gesagt, unser Ruf ist recht schlecht. Er ist der Vater. Er ist nicht mein Vater. Ich bin als Gesandter hier, wir können uns später streiten, das geht dich nichts an. Ich kam mit ein paar Gesandten von Herrn Hanusch von Leipa. Ist das ein Scherz? Warum so streng, Martin? Vor 20 Jahren war er nichts weiter als ein rotzfrecher Bengel, nur an Weibern und Wein interessiert. Ich habe ihm einen Platz im Erzbistum verschafft, damit ihm ein wenig Verstand eingeprügelt wird. Nur, dass er dort nach kurzer Zeit rausgeworfen wurde. Und dann erfahre ich, dass er sich in einer Gemeinde in einem Kaff in Sassau niedergelassen hat. Aber er hat sich die Trinkerei und das Rumhuren bewahrt. Dann alles verloren. Und dann kam er wieder angekrochen. Sag's doch noch mal ein wenig lauter. Vielleicht haben die es im äußeren Hof noch nicht gehört. Du besitzt die Frechheit, mir unter die Augen zu treten, nachdem du der ganzen Familie Schande bereitet hast? Scheiße, das ist tatsächlich unser Vater. Ich wäre nicht gut oder nicht. Fordern, leg mir am Arsch! Ich wäre nicht hier, wenn ich die Wahl gehabt hätte. Lieber Pfarrer in einem Kaff sein, als einen Vater wie dich zu haben. Wie kannst du es wagen? Du bist als Vater ebenso beschissen wie ich als Sohn. Wir können einander nichts vorwerfen. Und jetzt will ich mit Alder sprechen. Du entehrst deinen Gastgeber. Ich kann niemanden entehren, der keine Ehre hat. Wenn du welche hättest, dann... Das reicht! Christopher. Mit diesen Beleidigungen kommst du nicht davon. Ich fordere dich zum Zweikampf. Ich nehme an, auch wenn ich nicht froh darüber bin.
So habe ich mir das erste Treffen mit meinem Bruder nicht vorgestellt. So viel Brüder den ganzen Tag. Na, wo sind wir? Schwert aus, was ist mit dir da hier? Komm, hau mal zu. Schauen wir mal, was du kannst. Mann gegen Mann. Ja? Bleib zurück. Warum gehst du nicht mehr nur rückwärts, du Vollidiot? Fester Stand! Oh, scheiße. Oder du Oh, landest scheiße. nach dem Ist euch das ersten im Hieb Seminar auf dem bei? Hintern. Na, wie schaut's aus? Das war hinterhältig. Dieser Arm Wer hat dir tiefer. das beigebracht? Nicht schlecht für einen Pfarrer. Sakra. Du weißt doch nicht mal, warum du das Teil Wer hat dir halten das musst. beigebracht? Das soll mein Bruder sein, das ist aber ein Witz. Oh, da hab ich geschlafen. Was ist denn mit Wer hat dir deinen das Beinen beigebracht? los? Na? Triffst wenigstens Ohren. Schauen wir mal. Schwing es mit dem ganzen Arm, nicht aus dem Handgelenk. Das reicht. Alter, totaler Keule! Was machst denn du? Sag's ihm! Hä? Was muss ich jetzt tun? Muss ich jetzt mit ihrem Schmerzen auch noch? Du kannst aber gar nichts, du komplette Null. Sacker! Mein Gott. Wo hast du gelernt, so zu kämpfen? Im Arschloch von deiner Vater hat Mom. immer gesagt, Scheiße, du das wärst ist ein unser beider Mann. nichtsnutziger Ja, egal. Säufer. Aber du könntest Schwertkampfmeister sein. Ja, wenigstens kennen Sie, ich war im Krieg. Das Landleben ist hart. Du weißt ja, wie es läuft. Auf dem Land ist es hart. Jeder gegen jeden. Und du solltest selbst wissen, dass nicht alle Fehler, die Vater sieht, auch wirklich welche sind. Ja, nun. Bitte verzeih, dass ich so an die Decke gegangen bin. Das musste ich, Damit Vater zufrieden ist. Ich weiß. Aber er wird nie zufrieden sein. Je früher dir das klar wird, desto besser. Ich dachte immer, er wäre so, weil sein erster Sohn ihn enttäuscht hat und er hoffte, dass zumindest aus seinem zweiten Sohn etwas wird. Doch immer noch kein Glück. Er war schon immer so. Nicht im geringsten. Haben wir sauber Er war verdroschen, schon das so, sagt als ich. ich noch ein Knirps war. Als ich 6 war, bin ich vom Pferd gefallen und habe mir das Bein gebrochen. Er hat eine Woche nicht mit mir geredet, weil er enttäuscht von mir war. Bei unserer ersten Jagd ließ er mich 3 Tage lang hungern, bis ich meinen ersten Hasen schießen konnte. Nur 3 Tage? Er ist wohl weich geworden. Ich habe mich immer gefragt, wer du bist. Wir haben nie viel über dich gesprochen. Hör mal, ich habe wirklich alles versaut. Gerauft und gesoffen, bis ich aus meiner eigenen Gemeinde geflogen bin. Aber jetzt kann ich versuchen, einiges wieder gerade zu rücken. Und deshalb wolltest du mit Alda sprechen? Der Ausgang des Krieges hängt davon ab. Ich darf nicht darüber reden. Ich muss ihn auf unsere Seite bringen. Probieren wir es mal. Vielleicht ist der Bruder ja jetzt auf unserer Seite, nachdem wir ihm sauber knockert nachgeschaut haben. Und zwar sauber. Ich muss ihn dazu bringen, dass er mit uns zusammenarbeitet. Stehen wir denn nicht alle auf derselben Seite? Das sagen vielleicht alle, aber wir müssen das auch in die Tat umsetzen. Nach deiner Begegnung mit Vater wird es nicht leicht sein, an Alda ranzukommen. Wahrscheinlich solltest du es nicht mal versuchen. Es sei denn, du willst Vater noch wütender machen. Was soll ich denn sonst tun? Ich werde mit ihm reden. Auf mich wird er hören. Aber du musst mir vertrauen und mir sagen, worum es geht. Ja, dann sagen wir es ihm halt. Na schön. Der Plan von Jobst ist dir bekannt, oder? Netter Einfall, aber wir können nicht einfach abwarten, ohne eine Armee zu haben. Nur wird keiner für eine Armee bezahlen, denn das wäre eine offene Rebellion gegen Sigismund. Alda hat Einfluss auf die Räte und Bürger, die Sigismund folgen. Wenn er zustimmt, dann werden sie das auch. Aber du hoffst bestimmt nicht nur auf Aldas Hilfe. Das hast du gut erkannt. Schlauer Bruder. Überlass Alda mir. Der Plan klingt vernünftig. Und er ist nicht dumm. Wie soll ich dir nur danken? Du kannst mich mal in eine Schenke mitnehmen. Vater muss nichts davon erfahren. Du hörst dich langsam an wie ein Bruder. Doch kein so ein schlechter. Tut's mir fast schon wieder leid, dass ich den Pfotzen blutig gedroschen hab. Die jetzt auf einmal nicht mehr blutig ist. Aber ist ja scheißegal. Oh. 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 Was sind Sie da? Gickelrüpfe. Nice. So, wo müssen wir hin? Ich glaube, wir müssen weiter aufhören. Pass auf. Dann regelt er das mit dem Alter, das ist schon mal gut. So, wen haben wir jetzt noch? Jetzt müssen wir wieder ans Obi oder was? Wir sind bei N. Sichere die Unterstützung von Bocek von Kunstadt. Wo ist denn der Teufel? Da werden wir ans Obi müssen. Auf diese Ebene.
Bocek, blöd! Wo ist er? Bist du Bocek? Das ist der Adlige Bocek. Hier kommen Sie. Ich müsste kurz mit dir sprechen. Kaum setze ich zum Trinken an und schon kommt jemand, der mir einen Floh ins Ohr setzen will. Oh, der ist gern Jobst dick. hat einen Plan mit mehr Löchern als die Schuhe eines Bettlers und ihr alle wollt mich dafür Stimmt, das ist auch schon gewinnen. Mittwoch. Ganz im Wieso Gegenteil. sitzt ihr eigentlich nicht mit dem Ich habe einen Ringli unter da Vorschlag, und frisst die seinen ganze Zeit Plan so? zu verbessern. Beinhaltet diese Verbesserung ein paar tausend Waffenknechte? Wenn nicht, dann zum Teufel damit. Ein paar tausend Waffenknechte als überzeugendes Argument und obendrauf noch 100 Reiter. Nur brauchen wir Münzen, um an die heranzukommen. Du hast meine Aufmerksamkeit, aber noch nicht mein Geld. Am Aschermittwoch darf man keine Wurst essen. Darf man keine Wurst essen. Ich als anerkannter Heide, amtlich geprüfter Heide, darf am Aschermittwoch fressen, was ich will. Okay? So. Wie kann ich dich überzeugen? Sind wir nicht auf derselben Seite? Ich glaube, dass man total wurscht. Ja, nicht bloß dir. Aber es gibt wahrscheinlich ein paar Hardcore-Christen. Aber wobei, in Bayern sind eigentlich alles Hardcore-Christen. Ich finde, am Aschermittwoch soll der Leberkasse mehr erlaubt sein. Sehe ich genauso, Mr. R. Wie kann ich dich überzeugen? Du musst mir Sicherheit garantieren. Ich will nicht wie Ruthard enden. Natürlich. Sobald es darum geht, Besitztümer zu schützen, war es das auch schon mit den Idealen. Du hast gut reden, du bist doch arm wie eine Kirchenmaus. Würdest du in meinen Schuhen stecken, würdest du das anders sehen. Ich habe reichlich Besitz, mich um viele Untergebene zu kümmern und außerdem hat mich der Herr mit einer großen Familie gesegnet. Ich kann das alles nicht in einem Konflikt mit Sigismund riskieren. Du willst also eine Garantie, dass du nicht im Stich gelassen wirst, wenn du dich offen gegen Sigismund stellst. Meine Garantie heißt Jitka. Sie ist meine Nichte. Wenn ich sie erfolgreich an ein stärkeres Haus verheirate, kann ich sicher sein, dass ich nicht allein gelassen werde. Vielleicht reicht ein passender Bräutigam unter den Verbündeten schon. Möglich. Jemand mit angemessenem Stand, den auch Jitka akzeptieren wird. Ich will, dass sie glücklich ist. Ich wollte gerade sagen, der Hans! Heirat den Hans, Alter! Bester Mann am Platz! Übrigens, ich sehe schon, irgendjemand hat geschrieben, ich habe übrigens auch von der Kirche schriftlich, dass ich am Aschermittwoch Wurst essen darf. Ha? Und dieses Schriftstück ist da rechts hinter mir irgendwo am Schrank sogar eingerahmt. So. Was ist mit mir? Was ich? Mag doch was? Wie wäre es mit Herrn Capon? Die soll heiraten. Wie wäre es mit dem jungen Herrn Capon? Der ist ein Jungspund. Und? Er ist jung, aber nicht unerfahren. Jitka könnte keinen alten Mann heiraten. Du hast recht. Er mag zwar ein Jungspund sein, aber er hat Gripse in der Birne. Er hat Erfahrung im Kampf. Und wenn er das Anwesen erbt, das rechtmäßig ihm gehört, hat er lebenslang ausgesorgt. Falls er es erbt. Derzeit ist Hanusch der Herr von Ratay und mit diesem Umstand scheint er zufrieden zu sein. Andererseits, die Herren von Leipa haben einen guten Ruf. Und auf Hanusch ist immer Verlass, trotz seiner Launen. Vielleicht ist es keine schlechte Idee. Also, unterstützt du unseren Plan? Du willst das Fell des Bären verteilen, bevor er erlegt ist? Zuerst will ich eine Bestätigung, dass die Hochzeit stattfindet. Und zwar so schnell wie möglich. Und was, wenn Herr Capon ablehnt? Es ist mir egal, was der junge Herr denkt. Hanusch fällt die Entscheidung. Wenn er einwilligt, werde ich deinen Plan gerne unterstützen. Einen Freund unter die Haube drängen, um das Königreich zu retten. So weit ist es schon gekommen. Ja, als war im Mittelalter Zwangsheirat was Ungewöhnliches. Vergessen. Und jetzt hör auf zu trödeln und sag es Hanusch. Wie muss ich sagen? Hey, vielleicht sollte ich ja erst mal mit dem Hans reden, hä? Sichere die Unterstützung. Da müssen wir... Na, dann Wo sollte ist man der die Hans? Eiche doch stehen lassen. Hans! Würde man Wo meinen. ist denn der Hans? Hans? Oder muss ich mit dem Hanusch schmatzen? Da wird doch der Hans woher was... Das mal an. Hanusch! Eine Nachtigall umzingelt von Falken. Jobst als Nachtigall? Für mich sieht er eher aus wie ein Rohrspatz. Es ist ungewöhnlich, ihn so in die Ecke gedrängt zu sehen. Ich verwette meinen letzten Groschen darauf, dass er Er schaut irgendwie aus wie aus Fallout. Stellung vorbereitet. Ja, bleib. Herr Hanusch, ich bringe frohe Kunde. Ach ja? Dann raus damit.
Ich habe einen neuen Verbündeten gefunden. Herr Capon wird heiraten. Der junge Herr Capon wird heiraten. Wenn er die Tochter irgendeines verarmten Adligen geschwängert hat, ziehe ich ihm das Fell über die Ohren. Ich werde nicht irgendeinen Bastard aushalten. Du hast mich falsch verstanden. Ich habe diese Vermählung arrangiert. Also mit deinem Segen. Du hast eine Heirat für mein Mündel arrangiert? Einfach so? Mit wem? Mit der Nichte von Herrn Boczek, dem Herrn von Kunstadt. Sie heißt Jitka. Boczek von Kunstadt? Der? Boczek von Das Kunstadt? hört sich doch einmal gut, oder? Godwin, du gerissener alter Bastard! Oh, Scheiße. Ich glaub's ja nicht. Also wird der junge Hans die Tochter von Kunstadt heiraten? Die Nichte. Wenn das funktioniert, sorge ich dafür, dass du die Gemeinde von Ratay bekommst. Oder du machst mich zum Abt von Sasau. Oder wie wär's mit einem Bischofssitz? Vergiss es. Ich muss bald für eine Hochzeit aufkommen. Verrate Hans kein Wort. Ich will's ihm selbst sagen. Aber lass uns erst mal anstoßen, ja? Fralle, eine größtes Mal, passt schon. Ich verheirate einfach, ich verscherbe einfach meine Spätzchen, passt schon, und sagen der mir nix. Prost! Auf dich und auf deine Verhandlungskünste. Das war einfach. Weiß nicht, Diggi. Das war leicht. Herr Boczek, beste Nachrichten, Hobby. Herr Boczek, deine Nichte Jitka kann mit den Hochzeitsvorbereitungen beginnen. Herr Hanusch war einverstanden? Ohne Vorbehalte? In der Tat. Dann werde ich meinen Teil der Abmachung ohne Vorbehalte einhalten. Hab Dank, Herr von Kunstadt. Schluss mit den Höflichkeiten. Trinken wir was. Oh Gott, ich bin bummvoll nach dieser Veranstaltung. Ein Hoch auf die Verlobten. Stoßen wir an auf das Schöne von der Jitka und den unglücklichen Herrn Capon. Auf einen guten Handel. Ich möchte jetzt die Alte gern singen. Ob wir eine Vierteltonne vermählt haben. Das ist eigentlich ein guter Witz. So, und jetzt sichere die Unterstützung, sichere die Unterstützung von Anna von Waldstein. Ja, wo sollen die finden? Das ist nichts, wo sollen die jetzt herkriegen? Anna! Wo ist die Anna? Anna! Hat sie irgendwie geheißen, die sitzt daheim umeinander oder so? Wo ist denn die Alte? Bin irgendwie verwirrt. Ist doch wurscht, geht scheinen's zum haben. Ja, ist ja wurscht. Damals war das so. Anscheinend. So, wo findet jetzt die Alte? Bist du die Alte? Na, du bist die Magd. Die muss eh da sein. Ja, Scheiße, ich hab wieder nicht gescheit aufgepasst. Die hat sogar noch gesagt, wo es ist. Bist es du? Das ist die Köchin. Dann haben wir da, das sind so Wachtypen. Gehen wir mal in den Keller runter. Darf mich im Mittelalter nicht wundern, wenn sie da herunter ist. Da gibt's auch was Gutes. Schau hin. Mal Fackel raus. Ja. Oben am Fenster. Dankeschön. Haben wir da irgendwo aber... Gott sei mit dir, edle Herrin. Edle Herrin. Ich hätte da ein Gesuch an dich. Gott sei mit dir. Worum geht es? Deine diplomatische Unterstützung und dein Geld auch. Du redest wohl nicht um den heißen Brei herum. Gefällt mir. Aber wofür brauchst du mein Geld? Der Plan des Markgrafen Jobst weist ein paar Lücken auf, Herrin. Wir müssen genug Ressourcen sammeln, um... Eine Armee aufzustellen, die sich der Markgraf alleine nicht leisten kann? Gott sei gepriesen. Du bist scharfsinnig. Das will ich meinen. Viele Menschen liebäugeln mit meinem Geld. Da ist das Erahnen ihrer Absichten wichtig. Aber unter uns. Liechtensteins Absichten sind nicht gerade schwer zu durchschauen. Du hast den Nagel wieder auf den Kopf getroffen, Herrin. Du bist gut informiert. Schlaues Mädchen. Ich liege selten falsch. Du hast ein besseres Gespür für Menschen als die meisten hier. Nicht nur für Menschen, sondern auch für Speisen und Wein. Und für vorteilhafte Übereinkünfte. Dann bist du hier richtig. Dann bist du am richtigen Ort. Hier solltest du alles davon finden. Durchschnittlicher Wein. Ein Koch ohne jegliche Vorstellungskraft. Und bisher keinerlei interessante Angebote. Also, kommen wir zum Punkt.
Was genau will Liechtenstein denn von mir? Nur deine Unterstützung und Ressourcen für eine Armee, um besser mit Sigismund verhandeln zu können. Nur? Das ist eine ganze Menge, will ich meinen. Und warum ich? Warum sollte ausgerechnet ich dieses Risiko eingehen? Der Herr Koppensteiner fragt was Interessantes, das ist mir nämlich auch schon aufgefallen, so ist es nicht. Gab es die Grafikfehler in den Gesichtern schon das ganze Spiel lang? Nein. Ist mir auch schon aufgefallen, dass bei manchen Leuten schaut es aus, als hätten sie eine LED im Mund oder hinter die Augen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass in dem Spiel an die Augen und im Mund drin kleine Lichtquellen sind, die man natürlich nicht sieht, wie die Sonne oder wie eine Fackel oder irgend sowas, die das ein bisschen ausleuchten, damit das nicht einfach ein schwarzes Loch ist. Und ich denke mal, dass der Grafikfehler dann zustande kommt, wenn das eine ganz normale Beleuchtung ist, dann sieht man das ein bisschen. Ist mir auch schon aufgefallen, so ist das nicht. Habe dritt Birger viel zu spät im Nachschaussquad heute. Meister, so nicht! Birger, das ist nur bei Leuten, die am Fenster hocken und da kommt das Licht einer und scheint durch den Schädel durch. Da war ich mir nicht so hundertprozentig sicher. Das haben wir nämlich auch schon mal gerade in der Höhle unten. Da haben wir Heinrich seine Augen und seinen Mund gleicht. Und da war kein Licht. Aber ja, ich weiß, auf was du hinaus möchtest, dass das Licht eventuell von seinem Hinterkopf nicht blockt wird, sondern geht durch und dann strahlt und glitzert das halt vorne natürlich. Und dann schaut es irgendwie aus, als hätten die ein Licht im Kopf. Ist ein bisschen komisch, aber gut. Dein Vermögen muss geschützt werden. Sigismund rächt sich nicht an einer Frau. Du hast Geld, aber du bist auch weise. So muss man ihre hinschmeien. Die mag das, wenn man ihr sagt, das gescheit ist. Es ist nicht nur dein Geld, das uns interessiert. Du bist begabt im Handeln und Verhandeln. Und wenn du dich an unseren Plan beteiligst... Dann würde ich euch an zwei Aber ja, Fronten kann schon sein, dass gleichzeitig das helfen. mit Wenn der du willst, Beleuchtung dass ich zusammenhängt, euch natürlich. unterstütze, solltest du mir dafür einen guten Grund geben. Vielleicht einen Gefallen im Gegenzug? Schwebt dir etwas Bestimmtes vor? Nun, einer der anwesenden Gäste trägt etwas bei sich, das nicht in die falschen Hände geraten sollte. Gott, muss jetzt jemand beklauen. Wer? Hamann Alder. Der Alder. Also, wenn du die Papiere, die er mitgebracht hat, gegen diese hier austauschst, würde ich euer Anliegen unterstützen. Okay. Du hast mächtige Feinde. Was steht in den Dokumenten? Ich soll einen Verbündeten ausrauben. Was ist mit den gefälschten Papieren? Ich soll einen Verbündeten bestehlen? Hamann Alder soll diese Dokumente dem Rat übergeben. Er konnte sie sich noch nicht ansehen. Also wird er den Unterschied gar nicht bemerken. Puh. Wir haben eine drin umgekommen. Diese Schriftstücke, die ich austauschen soll, worum geht es da? Meine Verwandten haben Handelsverträge zwischen mir und gewissen unliebsamen Parteien zutage gefördert. Du hattest mit dem Feind zu tun? Damals waren sie noch nicht der Feind. Mein Gewissen ist rein, aber ich würde ruhiger schlafen, wenn ich diese Papiere hätte. Ja, gut. Schön, ich helfe dir. Oder ich versuche es zumindest. Alder hat die Papiere bestimmt in seinen Satteltaschen. Die hat er in den Stall auf dem äußeren Hof geräumt. Bring sie mir und hinterleg stattdessen die hier. Aber pass gut auf. Oderins Stallbursche hat seine Augen überall. Speichert man mal, damit wir die ganze Scheiße noch nicht nochmal machen müssen. Also irgendwo unten im Stall. Alter, da geht's zu wie im Affenstall da unten. Seht euch das mal an. Ist das der Stallbursche? Kann ich mit dem schmerzen? Ne? Geiler Pornobalken. Schaust ein bisschen bekifft aus. Was ist eigentlich mit mir? Wir haben ein Pumpenfeuer, Alter. Wir haben einen Anwackel. Okay. Alles klärchen. Was führt dich her? Was führt mich her? Stallmeister. Du, meine Güte, Freund. Du bist stockbetrunken. Irgendwas langweilig hier nicht, wahr? Ist dir langweilig? Was ist dein Problem? Die Pferde wurden gefüttert und getränkt. Ich bin kein Faulpelz. Gott behüte. Aber hier nur rumzustehen muss doch echt zum Kotzen sein, oder? Du bist bestimmt durstig. Gar nicht. Was ist denn? Wer ist? Na, nicht würfeln. Sehr schwer. Seit wann steht denn das da dort? Seit wann? Hat es einen Patch gegeben, von dem ich nichts weiß? Seit wann steht denn da sehr schwer dort? Ich habe kein Mod installiert noch oder sonst irgendwas. Ich habe nichts getan. Wir probieren es und dann müssen wir wahrscheinlich wieder mal würfeln. Du hast einen Perk dafür. Echt? Wieso wisst ihr das, aber ich nicht? Ich habe etwas in diesem Stall zurückgelassen, das ich jetzt brauche. Würdest du mich kurz reinlassen? Ist das so? Und wonach genau suchst du?
Wein. Für den Ratsherrn Alder. Wein? Alter! Das würde dir hier nicht überall rumstehen. Hör auf zu trinken und lass mich in Ruhe. Wenn ich dich hier nochmal erwische, kommst du nicht so einfach davon. Verdammt nochmal! Was soll jetzt mal? Zieh besser alleine, bevor die Leute dich noch für ein... Warte mal. Was führt dich her? Ich versteck mich jetzt einmal da so. Probieren wir es auf die ganz billige. Ich kann nicht mehr wie finden. Jetzt haben wir es verschissen, Alter. Was war das? Habe ich das nur geträumt? Was führt dich her? Du gehörst nicht hierher. Ich gehöre nicht hierher. Aber wie der man jetzt da? Was passiert denn, was passiert denn, wenn ich nicht einfach... Ich kann nicht mehr schmatzen mit dem. Wir haben jetzt mit dem... Speicher mal und hauen um. Und? Oh, warte mal. Gehst du endlich? Warte mal, wir gehen mal so mal. Los, du gehst jetzt. Ja, ich gehe jetzt da so. Ums Eck gehe ich da so. Unangenehme NPCs wissen immer, was passiert, wenn man da auf Speichern drückt. Ja, sehr lustig. Ja, jetzt chillt! Was führt dich her? Jetzt einfach mal da rein und schau, was passiert. Hey, du! Was schleichst du denn hier herum? Du hast hier nichts zu suchen. Ich warte auf dich, Sünde. Oh, da haben wir Miss Mittel. Ich warte hier auf dich. Ah, und wieso? Ich habe dich eine Weile beobachtet und denke, wir sollten uns mal unterhalten. In conspectu Dei. Wer in Gottes Namen bist du? In Gottes Namen ganz recht. Ich bin Pfarrer und erkenne einen elenden Sünder, wenn ich einen sehe. Ist es so offensichtlich? Herr im Himmel! Lass die Blasphemie. Eine Beichte würde dir mehr helfen. Und als ich ihn am Morgen getroffen Das habe, war leicht. schwor ich ihm, dass ich seine Tochter nie angesehen habe. Obwohl mein Rücken ganz wund war von all dem Herumrollen im Heu. Das ist eine Todsünde, bei einer Frau zu liegen, mit der man nicht im heiligen Bund der Ehe vereint ist. Und auch noch darüber zu lügen. Das sind schon 2 Gebote, die du auf einmal gebrochen hast. Ich komme dafür in die Hölle, oder? Ja. Das wirst du nicht, solange du Buße tust. Sei reumütig. Faste und bete 10-mal das Vaterunser. Ego te absolvo. Ich fange sofort damit an. Danke, Pater. Am besten draußen vor der... Ja, genau. So, Papiere ausgetauscht. Wunderbar. Rüstungszeit, du das nicht mehr gleich noch mit, weil wurscht ist du. Weiß ich, ist da sonst noch was, wir brauchen können da drin? Was haben wir da? Sattel, Hammer und da noch was. Alles wird gelootet. Oh, da ist noch Kisten schon hin. Na, da können wir aber nicht interagieren damit. Gut, gehen wir wieder. Das ist das erste Mal, dass ich mit einem Pfarrer sympathisiere. Godwin, bester Mann. Der Goodwin ist einfach ein Guter. So, gehen wir wieder auf. Papierli sind austauscht. Sehr schön. Ich habe hier die Schriftstücke von Alder für dich. Leise. Du musst es nicht so rausposaunen. Da hat's recht, das hätte man besser mal können. Bei dem ganzen Radau hier kann ich kaum meine eigenen Gedanken hören. Hier sind sie. Du bist fähiger als erwartet. Danke für die Hilfe. Stets zu Diensten. Und nun dein Teil der Übereinkunft. Ich werde Lichtensteins Vorschlag sowohl mit Worten als auch mit Geld unterstützen, wie es abgemacht war. Vielen Dank, edle Herren. Gott wird... Ja, wird er. Trinken wir auf unsere Abmachung, Godwin. Einmal simpel, Goodwin, Eisi, ein Humpen, Ei, take a Schluck. Wie könnte ich mit einer so feinen Dame nicht anstoßen? Auf deine Gesundheit, Herrin Anna. Und auf den Erfolg unserer Bemühungen. Schlafen wir dann wahrscheinlich von lauter Scheiß-Syrie, schlafen wir jetzt dann ein. So, sprich mit Lichtenstein über die Untersuchung, ja genau. Ich hoffe immer noch, dass sich alles klärt und wir das hier mit einem Plan abschließen. Ja, wir arbeiten dran. Meine Herren, ich denke, wir können unsere Kelche auf den erfolgreichen Abschluss der Verhandlungen erheben. Soll das etwa deine Geheimwaffe sein?
Wie gesagt, Wunder geschehen, wenn man sie am wenigsten erwartet. Sag Gottwin aus dem Hause Oderin, welche Neuigkeiten bringst du uns? Aus dem Hause Oderin bringe ich nichts. Aber die Witwe von Waldstein und Herr Boczek von Kunstadt werden unsere Sache unterstützen. Beide also. Grundgütiger, welche Versprechungen hast du ihnen gemacht? Das ist eine lange Geschichte und ich könnte was zu trinken vertragen. Also bitte entschuldigt mich, die Herren. Das haben wir doch anständig geregelt. Wie mir scheint, haben wir alle von der Unterbrechung der Verhandlung profitiert. Neue Bündnisse wurden geschlossen. Und selbst ich habe einen neuen Er schaut Plan. nicht sehr begeistert aus, der Hans. Wir werden darauf warten, dass Sigismund seine Männer aus freien Stücken abzieht. Aber wir werden derweil eine Armee formen. Und woher sollen wir die Männer dafür nehmen? Hieß es während des letzten Treffens nicht, dass keiner hier Männer entbehren kann? Ich denke, das Ergebnis war, dass jeder von uns allein schwach ist und wir uns so auf keinen Fall einig werden. Aber das hat sich jetzt geändert. Unsere König Wenzel ist durch den Willen Gottes der Balabatim all seine Untergebenen. Nicht nur der Christen. Unsere Gemeinde und auch einige andere werden euch Geld geben. Ja, das ist mein Wort. Die Kuttenberger sind auch weiter loyal gegenüber König Wenzel. Und wir halten zu Herrn Ruthard. Und als wäre das nicht genug, werden die Häuser Leipa und Kuhnstadt sich vereinen und kämpfen Seite an Seite. Meine Nichte Jitka wird den jungen Herrn Kapon zu ihrem Ehemann nehmen. Sehr gut. Der Mann ist schwul. I guarantee it. Und hat da gar keinen Bock. Die Herren Kunstadt, Hanusch, Ratzig und ich werden sofort aufbrechen. So Gott will, werden wir binnen 3 Wochen zurückkehren mit einer Armee. Das waren die Worte eines wahren Edelmanns. Mein Freund, ich glaube noch immer, dass Worte mächtiger sind als jedes Schwert. Und unsere Worte werden zu Ehren von König Wenzel von tausenden Stimmen weitergetragen. König Wenzel! Es war übrigens bloß eine Vermutung, was ich gerade gesagt habe, gell? Man weiß es noch nicht. Gib wieder Brief und Siegel, aber. Das passt ihm gar nicht. Der Hans so. Derweil im Rathaus von Kuttenberg, weil gerade jemand fragt, wo ist denn der Heinrich? Im Rathaus von Kuttenberg. Bei der Sitzung vom König Sigismund. Im Rathaus. Da ist er. Nachdem wir die Stadt erobert hatten, hast du versichert, sofort für Recht und Ordnung zu sorgen. Und dann erfahren wir, dass alles sogar noch wüster ist als vorher. Euer Majestät, Verzeihung. Wir werden es richten. Das sagtest du schon. Wir wollen echte Lösungen. Wir werden mehr Wachen auf die Straßen senden und schwerere Strafen verhängen. Wir können ein paar gefangene Banditen hinrichten lassen und ein Exempel statuieren. Banditen sind uns gleichgültig. Uns interessieren rebellische Adlige und Bürger. Was hast du mit ihnen vor? Wie wirst du das Wirrwarr in der Stadtverwaltung beheben? Und das Problem mit den rebellischen Bergarbeitern und den miserablen Erträgen? Und wie ist es überhaupt möglich, dass eine Rebellion gegen den König hier in der Stadt im Gange ist? Was meint ihr damit, Herr? Ich hörte, die Rebellion geht vom Judenviertel aus. Direkt unter eurer Nase. Warum habt ihr noch nichts dagegen unternommen?
Wir wissen leider nicht, wer dahinter steckt. Ohne Beweise können wir sie nicht bestrafen. Otto von Bergo hat in Prag auch keine Fragen gestellt. Er hat gehandelt. Und ich rate euch, dasselbe zu tun. Sucht ein paar Schlucker in irgendeinem Loch, schickt sie ins jüdische Viertel und lasst ihnen freie Hand. Ganz und gar. Holy shit, Die wieso jüdische fangen Gemeinde die der immer Stadt so? ist noch auf Wenzels Seite. Sie bedürfen einer Warnung. Wir haben nicht mal genug Männer, um... Marquardt, kannst du ein paar Männer für eine Weile entbehren? Natürlich, Herr. Ich teile sie Erik zu. Er kümmert sich darum. Na also. Ihr müsst einfach nur dafür sorgen, dass das Gesindel in der Stadt seinen Anteil bekommt. Das schafft ihr doch, oder? Und wenn euch der Gedanke gekommen sein sollte, dass ihr so eure Schulden bei den jüdischen Geldverleihern los seid, vergesst das ganz schnell wieder. Eure Schulden bleiben, bis auf den letzten Groschen. Nur müsst ihr sie uns zurückzahlen. Und wenn wir schon beim Thema Geld sind, hat der Ertrag der Minen endlich den des letzten Jahres erreicht? Herr, die Vorkommen versiegen und der Abbau wird immer schwieriger. Und zu allem Übel rebellieren die Bergarbeiter. Halte uns nicht zum Narren. Sie rebellieren nicht mehr, wenn du ihnen ausreichende Löhne zahlst. Euer Majestät, das geht nicht. Ruhe! Weil ich zu Ihr 90% wagt es, selber euch dem klau. Beschützer des Königreichs zu widersetzen? Ihr seid unfähige Speichellecker. Feiglinge, kein Stück besser als der Abschaum, der sich im Void versteckt. Verzeihung, Herr. Ich tue, was in meiner Macht steht. Wir hören von dir nichts als Ausreden und Ausflüchte. Aber Ergebnisse? Kein einziges. Deshalb stellen wir mit sofortiger Wirkung den Stadtrat unter den Vorsitz des hier anwesenden Herrn Marquardt von Aulitz. Er trägt dafür Sorge, dass ihr endlich eure Pflicht erfüllt. Aber Herr, das wäre ein Verstoß gegen die Privilegien, die uns als freie Bergbaustadt zugesprochen wurden. Schweig! Wir sind der Einzige, der hier Rechte zuspricht. Privilegien müsst ihr euch verdienen und euch nicht hinter ihnen verstecken. Während der Herrschaft unseres Bruders wurde diese Untätigkeit vielleicht geduldet. Aber das hat nun ein Ende. Ihr hattet einige einfache Aufgaben. Aber statt diese zu erfüllen, wart ihr untätig im Badehaus und fülltet euch die Taschen. Und ließ zu, dass die Verräter sich ungestört ausbreiten konnten. Aber anders als unser Bruder werden wir für Ordnung sorgen. König Wenzel, und wir versichern unser euch, Kini ist dass sein wir Bruder. zwischen denen, die sich uns in den Weg stellen, keinen Unterschied machen. Ob sie Bettler, Adelige oder Stadträte sind. Ihr habt 2 Wochen Zeit, die Ordnung in der Stadt wiederherzustellen und den Ertrag der Minen zu erhöhen. Wir wollen erkennbare Ergebnisse. Und ihr werdet von nun an nur uns und Herrn Marquardt von Aulitz Rede und Antwort stehen. Und niemanden sonst. Die Ratssitzung ist beendet. Du. Schön hier, aber waren Sie schon mal in Brandenburg? Sei so gut und bleib hier. Ach du Scheiße. Unsere Kehle ist ganz ausgetrocknet. Und wir würden immer noch gerne mit unserem Freund von Aulitz reden. Ja, Herr. Wie du wünschst, Herr. Ganz unter uns, Marquardt. Waren wir womöglich etwas zu harsch zu Ihnen? Und sprich offen. Wir hatten genug falsche Höflichkeit. Harsch, ja, aber vollkommen zu Recht. Diese Ratsmitglieder. Sie müssen zu Recht gewinnen. Soll ich ihm jetzt was bringen? Sie haben ihre Unverschämtheit so lange ertragen müssen. Wenn ich bewegen. Das gilt auch für die Juden. Hashtag Gewiss. Fülltet. Otto ließ uns mehrfach wissen, dass ein Angriff gegen Sie erforderlich ist. Wir sind froh, dass er nicht hier ist. Er wäre gar furchtbar selbstzufrieden, wenn er wüsste, dass wir auf ihn hören. Bursche, siehst du nicht, dass der Becher des Königs leer ist? Ja, wenn der König zu Behandelt blöd uns wie ist. einen Greis. Ich weiß nicht, wenn er zu blöd ist, dass er mir sagt, er möchte einen roten oder einen weißen. Ich weiß es nicht. Ich füllte den Kelch. Und wenn das falsch ist. Die Ungarn begehren gegen uns auf. Unsere Armee zerfällt Oh, noch langsam. unten schauen, Und hier sind vergessen, wir von stimmt. Feinden umzingelt. Hätten wir doch nur eine gescheite Armee, anstatt Kuman. Ich stelle es wieder zurück. Wir sind unserem Ziel genauso nah wie vor ein paar Monaten. Danke. Es ist ein gutes Jahr.
mein Vater noch leben würde, würde sich über den Schlamassel wundern, den uns die paar Jahre unter Wenzels Herrschaft eingebrockt Stell mir haben. wieder darum, damit ich ein bisschen Mit verstehe. einem einzigen Wort hätte er den Adel zurechtgewiesen und das Land würde gedeihen. Gott hab ihn selig. Wir brauchen nicht mehr viel Zeit. Wir verhaften den Verräter Oderin, dann fügt sich der Rest. Du sagst, die anderen werden uns gehorchen. Aber was weißt du schon? Wir kennen nur wenige. Aber auf jedem Scheißhügel hier steht eine Festung. Für wen kämpfen ihre Herren? Das werden wir bald herausfinden, Herr. Wenn Wenzel doch nur nicht so ein sturer Bock wäre und die Krone aufgeben würde, die er ohnehin nicht braucht. Ja, Riso-Plays, ich glaube, da steht eher Karaffe zurückstellen anstatt Kaffee zurückstellen. Sie haben ihn zu ihrer Marionette gemacht. Stellt Recht und Ordnung wieder her, dann sind sie an eurer Seite. Versprecht ihnen einfach die Privilegien, die sie unter Wenzel verloren haben. Erst müssen sie gewillt sein, zumindest untereinander Frieden zu schließen. Jobst tut, was er kann, um Chaos zu säen, damit er selbst am Ende siegreich hervorgeht. Diese Angelegenheit macht uns durstig. Schenk mir den Roten ein, Junge. Den Roten, mein König! Nur auf den rechten Moment. Er wechselt die Seiten, wenn es ihm passt. Vielleicht. Aber erst müssen wir noch ein paar Städte erobern. Gehen Und die noch ein Dialoge paar Herren auf lauter? unsere Das haben wir Seite jetzt schon ein ziehen. paar Mal gehabt. Nein, leider nicht. Dann nehmen sie die Kriegsandrohung ernst. Aber du hast einen Lautstärkeregler. Ich tue mein Mikrofon weiter weg, dann kannst du wieder aufdrehen. Pass auf, ich stell mich da her. Ihr werdet in seine Fußstapfen treten, Herr, sobald So. ihr die Gelegenheit Ist habt. das okay so? Aber der Wein hier ist gut. Auf dein Wohl, Marquardt. Und auf dein Wohl, Junge. Mögen deine Kinder in einem Land aufwachsen, das von einem guten König regiert wird. Du hast gute Arbeit geleistet, Bedienung. Sei stolz auf dich. Zum Wohl, Euer Majestät. Kann ich jetzt gehen? Zunächst müssen wir uns um die größten Unruhstifter kümmern. Wir arbeiten Dann müssen wir schon noch da bleiben. daran. Während der Rat getagt hat, sind Otto von Bergo und seine Männer nach Rabosch gezogen. Oderin wird euch keinen Ärger mehr machen. Er und Ruthard stecken. Ich finde seine Stimme, das erste Mal, dass er Stimme nicht zu einem Charakter Wenn passt wir beim Oderin haben, Marktwart. ist Ruthard kein Problem mehr. Rabosch wird dein sein. Schließlich hat Otto ja schon Maleschau. Ich weiß euer Vertrauen zu schätzen, Herr. Aber Teufel auch. Es gibt noch viele Festungen einzunehmen. Schenkt dem König Rotwein ein, Bursche. Nein, Oh. wir wünschen Weißen. Vom Roten haben So weißt Was? Wenn Rabosch fällt, werden andere folgen. Ich denke, von Bergos kleiner Apparatur wird uns noch mal nützen. Wenn nötig, können wir damit auch das Rathaus abreißen. Und ich habe noch einige andere Kandidaten im Sinn. Nicht so schnell, Freund. Die Apparatur mag nützlich sein, aber wir können uns nicht ewig auf sie verlassen. Sie hier zum Marktplatz zu bringen und auf das Rathaus zu richten, wäre eine Warnung, die diesen ganzen Speichelleckern gut tun würde. Eine ausgezeichnete Idee. Aber das wird nicht nötig sein. Mit dem Mörser Der aufs Stadtrat Rathaus schießt? fürchtet bereits genug, nichts vor uns verbergen zu können. Nur Kopfzerbrechen, Herr. Du wirst sehen, bald werden wir auf die Eroberung einer weiteren Festung anstoßen. Recht hast du. Er möchte Rabosch schon Also greifen. dann, auf Oder? Das den habe ich schon Sieg. richtig verstanden. Und du, Wo Junge, gerade alle anderen trinkst du versammelt mit uns? sind. Damit auch du deinen Kindern und Kindeskindern was erzählen kannst. Auf den Sieg. Ja. Auf den heutigen Tag und die Zukunft. Dann sollten wir uns umtun. War mein Vorschlag. Später am Abend auf der Burg Rabosch. Haben wir da jetzt wieder zurück? Ich mein, oder müssen wir in Kini den ganzen Tag bedienen? Geht jetzt da eine Schlägerei los, oder was? Die werden der steht in der Nacht direkt überfallen. Fuck, und wir haben alle Brunzen voll, Alter. Fuck, und wir haben alle
voll! Predigen, nicht predigen, ich tu singen. Bürger, Bauer und Edelmann! Abend gehen die Türen zu. Wir haben der Tage, die der französisch Ruf kenn ich. Warte mal, haben wir Pumpen voll. Was muss ich denn da? Sprich mit Liechtenstein. Richtung A. Zeit zum Feiern. Es sind aber alle Pumpen voll! Ich kann nicht helfen. Was ist das für eine Frage? Komm, Mensch, fang so einen Satz so. Brauchst du irgendwas Bestimmtes, mein beschwipster Freund? Ich würde gern mit dir auf unseren gemeinsamen Erfolg anstoßen. Wie heißt's noch so schön? Ende gut, alles gut. Also, auf eine strahlende Zukunft. Jetzt riechst du mich jetzt aus dem Fenster Komm kriegst. schon. Was ist denn aus deinem Sinn für Poesie geworden? Den hatte ich nie. Wirklich? Nicht einmal ein bisschen? Kein Stück. Ich bin nur ein zynischer alter Pragmatiker. In diesem Fall werde ich es mal ganz pragmatisch formulieren. Der Wein ist voll. Scheiße! Nach dem ganzen Gerede fühlt sich meine Zunge an wie ein Stück altes Brot. Nein, finden wir doch was, um sie zu befechten. Der werte Herr ist so wackelig auf den Beinen, dass er nicht mal den Weg bis zum Fass schafft. Zum Teufel mit der Brühe aus dem Fass. Dein Vater hat sicherlich irgendwo was Besseres versteckt. Ich hab ihn den ganzen Abend im Auge behalten. Er ließ sich von irgendwo Karaffen für sie und seine engsten Freunde bringen. Und der Rest von uns musste billigen Fusel trinken. Du kannst doch eine dieser Karaffen für uns auftreiben, oder? Das schaffst du bestimmt. Darauf kannst du wetten. Ich habe einen Riecher für Alkohol. Das bezweifle ich nicht. Und jetzt schnell an die Arbeit. Muss ich jetzt wirklich im kompletten Syrien Dings suchen, oder was? Besorge einen Krug voller Wein. Da ist ein Krug. Ist das ein Krug? Ich weiß nicht. Ich kann es nicht richtig sehen. Ich kann es nicht. Wo ist der Krug? Das ist kein Krug. Wo ist der scheiß Krug? Da ist ein Krug. Das ist ein Krug. Ja, das ist ein Krug. Hilft mir dir was weiter? Aufheben. Da ist gar kein Wein drin. Was ist da los? Hallo. Oh. Eingießen. Was? Ich hab da gerade einen Grill, wähle einen Gegenstand, dann müssen wir was anderes tun. Mit Vogel her, kann man überhaupt nichts sehen da. Das haben wir toll. Hast du keine deinen Grill haben? Entschuldigung, Kirgel, gib mir's Kirgel. Hallo, ist da Kirgel unten? Ich weiß es nicht. Ich weiß Wir haben eine Einigung. Was ist da drin? Ist da was drin? Da ist nichts drin. Wo ist da? Du bist mal auf den Tisch gut kaufen. So, jetzt warte mal. Oh, da, Wein! Wein! Nimm mich! Was ist das? Da ist auch was drin, ich sag's dir. Da ist Spofacke um einer, da hat gar keiner was gegessen. Warte mal. Es ist doch gar nichts drin. Da ist da nichts drin. Warum ist da nichts drin? Er wird wieder... Ja, das ist drin! Hä? Ich verstehe nicht, was... Wo ist denn Treppen eigentlich? Oh ja, was soll ich machen? Ich kann nichts machen. Jetzt warte mal. Besorge einen Krug voller Wein. Hab ich doch gerade! Da! Das ist kein Krug, das ist ein Glas. Okay, Entschuldigung. So ist es. Du bist niemand. Nein, komm nicht, was da. Das ist einer mit, das ist bloß ein Becher. Warte mal, da drin. Ich kann nicht auf Becher zielen, aber da suche. Ist da irgendwo ein Kriegel? Papa! Wo ist jetzt nicht so? Oh, da ist nur gut. Da müssen wir runtergehen. Ich finde die Treppen leider nicht mehr. Wo ist denn? Da muss doch irgendwo runtergehen. Hallo? Treppen runtergehen, wo? Bin unterwegs. Gehen wir noch eins runter. Achtung. Schauen wir mal, ob da was drin ist. Da was drin. Hallo? Okay, Alter, was ist mit dir? Oder einfach vor das Fass liegen spielen oder was? Geiler Typ. So, ist da was drin? Ist da was drin? Mark Elischka. Grundgütiger. Was war jetzt? Ist das ein Schwarz oder ein Kopfball? Bin ich mir unschließend mehr wurscht. Ist da was drin? Hallo? Oder muss ich in den Keller gehen? Da ist auch ein Grill. Ich gehe mal in den Keller.
Oh, im Keller. Oh, haben wir da was? Nein, haben wir nicht. Absolut geil. Ah, das schaut gut aus. Nein, das schaut nicht gut aus. So Speck ist auch gut. Oh, leck im Syrien, Brickel Speck fressen. Hat der Knirsch im Vierer. So. Oh, Tankenkisten. Ja, wie wir noch keine... Oh, da schaut's gut aus. Den roten. Ich nehme den roten. Der rote ist gut. Hoffentlich. Ja, der wäre schon passen. Hab ich jetzt gerade einen Scheiß lassen? War ich das oder war es die Bahn? Ich sehe das sonst keinen. Was ist denn los? Na, das ist jetzt mal ein ordentlicher Gaulruter. Ja, jetzt geht's aber noch. Scherzer lassen kann. Oh, das war Scherzer lassen kann. Was zum Teufel verfüttert ihr hier? Das scheint mir eher ein Ochse zu sein. Herr? Ich war das nicht. Herr! Also ernsthaft, das war Ingame. Da sind Reiter direkt vor dem Tor zur Festung. Das ist Peter. Das ist jetzt Piesek. nicht dein Ernst. Er kommt nicht zum Ratstreffen, aber so ein Fest wie heute lässt er sich nicht entgehen. Na, meine der alte Freunde, das, wenn wir Fox. Pech haben, ist der Herr Sigismund, der jetzt gleich darin Vollgas eskaliert. Ach du Scheiße. Oh. Komm ruhig her. Hier gibt's jede Menge Wein. Oh, das war eigentlich der perfekte Cliffhanger für... Oh. Oh, shit. Hey! Hey! Und wir haben alle Rotzen voll und die komplette adligen Haufe ist in dem Bunker da drin. Oh, shit. Oh, shit. Tötet den Rest! Alles Gleiche, meine Damen und Herren, damit haben wir jetzt nicht geredet. Schischka! Oh, fuck. Okay, dann habe ich festgenommen. Oh, shit. No, fuck! Oh, fuck off. Gott bewahre. Sie Wer haben ist denn da Christopher gut oder und- besser? Das schafft ihr nicht allein. In Ruhe! Haben wir einen systematisch, einen nach dem anderen. So haben wir eine Combo eine. Ist er hier? Was hast du für Spastiken? Tschüsska! Oh shit. Oh shit, shit, shit. Gut gemacht! Sag den Teufel! So, Pumpe, ich habe die Zeit! Du, ich habe die Weg! Jawohl! Zweimal! Haben wir noch sonst irgendeinen Zigeuner? Vertreibt diese Hurensöhne! Er ist hinüber! Hans! Hans! No hit. Up in den Chat. Hashtag Pro-Gaming, Hashtag No Hit. Los. Oh shit, Heinrich ist unterwegs. Holy shit, was da passiert denn da gerade? Ein paar Leute haben es festgenommen, das ist also, oder mitgenommen zumindest. Au, au, au! Jetzt haben wir wieder den Heinrich. Was? Beschleunigen? Wohin beschleunigen? Wo? Ach so, da lang. Ach du Scheiße. Du gleich mir ein Schwert lassen. Oder wir reiten die da eigentlich umeinander? Hier! Scheiße, bin ich jetzt am Eingang vorbeigeritten? Nein. Ich park dabei in Ruhe dahinter. Wen haben wir da? Wen haben wir? Was ist da? Komm her. Haben wir gleich fertig mit dir. Komm. Achtung, machen wir folgendes. Oh shit, 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 shit. Sag einmal, was drauf hast!
Hau jetzt zu, jetzt, du Arschkind. Ah, Scheiße! Ich seh den anderen nicht. Sag mal, was drauf hast. Sag mal, was drauf hast. Was hast du drauf außer Zahnbelag? Weiß ich nicht. Oh. Leg mir am Arsch. Scheiße. Lass mich doch nicht hinten von dir, du Arschkind. Du Arschloch, du Dreck jetzt. Okay, ein bisschen Ausdauer holen. Und dann noch einen Meister schlagen, dann ist Segor mit dir. Kim? Jawohl. Und gleich noch einen neu. Ja, natürlich kommt sie es wieder zu zweit. Ihr Futzen, ihr Kreisligen. So, jetzt mal ganz langsam mit dir, mein Freund. Kim, erzähl. Tut was. Oh, kommt mein Freund von hinten. Ärgerlich. Das ist fast wie Cheaten, da die sagen. Hab ich wieder geschlafen. Der Godwin ist einfach der geilste da oder Hacker. Nein, wo ist denn jetzt da hinten der Viertel vom Himmel übergefallen? Ah, shit. Hashtag One-Hit. Verdammt knapp. Ja, zu Passiert ein bisschen. Oh, Scheißdreck. Täuschen mich meine Augen? Heinrich! Godwin, wie bist du denn nur... Verdammt. Ich kann dir gar nicht sagen, wie froh ich bin, dich zu sehen. Du kommst gerade richtig. Holy shit. Geht es allen gut? Naja, manchen schon, manchen nicht. Sie haben Oderin, Kunstadt und Ruthard gefangen genommen. Alda und Konrad von Fechter haben sie auch erwischt. Den Rest wollten sie wie Tiere abschlachten. Was ist mit meinem Vater? Und Hanusch? Sie und Jobst sind schon lange fort. Ich bin sicher, es geht ihnen gut. Aber nicht alle hatten so viel Glück. Wo sind sie denn hin? Was ist los, Godwin? Ich wollte dich warnen. Ja, wir wollten, deswegen haben wir einen Vollspurt. Also, weil der Philipp der Vlogger offensichtlich eine Aufmerksamkeitsspanne von 4 Minuten hat. Kurz zur Erklärung, was das jetzt gerade passiert ist. Heinrich war in Kuttenberg, der großen Stadt. Da war eine Ratsversammlung mit dem König Sigismund. König Sigismund ist der Böse in unseren Augen. Da haben wir uns reingeschlichen als Bedienung, um dieser Ratssitzung beizuwohnen, um vielleicht rauszukriegen, was deren Plan ist. Hat funktioniert. Währenddessen waren wir mir jetzt die ganze Zeit der Godwin und haben versucht, den Scheiß da, die Leute zusammen zum Rücken eine Armee aufzubauen, damit wir uns dagegen wehren können. Wir wollten mal warten. Was hat der Heinrich mitgekriegt? Verdammt nochmal, der Sigismund möchte Raborsch überfallen. Raborsch ist das, wo wir da gerade sind. Wir reiten mal zurück mit den Narischen und kriegen wir mit, wie gerade überfallen wird. Und wenn ich das richtig gesehen habe, war das der Otto von Berghoff, der das da überfallen hat jetzt gerade. Und anscheinend ist unser Vater, der Janusz, und was weiß ich, wer die anderen alle sind, nicht umgebracht worden, sondern festgenommen und mitgezogen worden. Schlecht. Ich wollte so schnell wie möglich herkommen. Aber von Bergos Leute waren vor mir hier. Du wusstest, dass er kommt? Sie wollten bloß Oderin haben. Wer ist denn der Oderin? Da tue ich mich jetzt gerade halt. Wer war denn der Oderin? Magdor hat sogar damit geprahlt. Ich wusste es und konnte nichts dagegen tun. Wer ist denn der Oderin? Da bin ich jetzt kurz verwirrt. Ich brauche kurz Hilfe. Wer ist der Oderin? Der Lichtenstein. Was, der Oderin Lichtenstein? Ich weiß es nicht mehr. Der Lichtenstein war der blaue Typ, den wir gerade geholfen haben, die 3 Leute. Der Vater vom Godwin. Ach so. Der Vater vom Godwin. Oderin ist der Pap vom Godwin. Ah, okay. Dem kehrt Raborsch. Ja, der wohnt ja da, das wissen wir ja. Okay, ja, das macht Sinn. Aber der Marktwart hat sogar damit geprahlt. Ja, das hat er. Marquardt hat damit bei Dankeschön. Sigismund angegeben. Also alles und kann man ja nicht Sigismund versprach, so ihn dafür zum Herrn von Raborsch zu machen. Ha, wenn ihr seht, was von Bergo daraus gemacht hat, scheißt er sich ein. Findest du das lustig? Siehst du gern dabei zu, wie diese fremden Hunde alles zerstören und Unschuldige abschlachten? Wer muss denn noch sterben, damit wir endlich was unternehmen? Sag du es uns. Um uns herum stapelten sich schon Leichen, bevor du endlich aufgetaucht bist. Naja, nicht um dich. Leck mich doch, Jan. Ich würde sofort deinen Platz einnehmen. Glaub mir. Wir haben viele Verbündete verloren. Und es wird schwierig werden, neue zu finden. Jeder wird sich davor fürchten, gegen Sigismund aufzubegehren. Wundert dich das? Sieh dich doch mal um. Sigismund hat allen gezeigt, was jener erwartet, die sich gegen ihn stellen.
Können wir irgendetwas tun? Jetzt gerade jedenfalls nicht. Wir versorgen die Verletzten, begraben die Toten und verschwinden von hier. Dann verstecken wir uns in der Teufelszuflucht und warten auf Jobst und seine Armee. Falls ich die Reise überlebe. Gott verdammt. Der dämliche Klepper hat mich fast zerteilt. Die Juden von Kuttenberg sind in Gefahr. Kann ich irgendwie helfen? Wie lange wirst du dich verstecken? Der König hat beim Konzil noch etwas verkündet. Er bat die Ratsmitglieder, das jüdische Viertel zu überfallen. Genau genommen hat er es sogar befohlen. Scheiße! Lichtenstein hat seine Leute da. Die könnten uns verraten. Der Rabbi der Stadt sitzt oben in der Halle. Zumindest ist er hier sicher. Sie sind unsere Verbündeten. Wir müssen ihnen helfen. Wen meinst du mit wir? Wir alle können froh sein, noch am Leben zu sein. Da sehe ich es genau vor mir, wie wir aufspringen, um den armen Juden zur Hilfe zu eilen. Vielleicht hat Samuel irgendeine Idee. Er wollte sowieso mit dir reden. Er ist auch hier? Ja, er hat den Rabbi begleitet. Du solltest so schnell wie möglich zu ihnen. Und sag auch Lichtenstein Bescheid. Wie dem auch sei. Vor uns liegt jede Menge Arbeit. Godwin? Ich brauche noch einen Moment. Ich möchte erst zu Christopher. Die Mauern sollen bis zum Morgen bewacht werden. Da ist jetzt aber viel passiert. Oh, gibt's sowas zum Looten? Der Edelring, den nehmen wir mit. Groschen nehmen wir mit. Ja, oh, Köter! Wo gibst du her? Oh Gott, wo kommt denn der her? Ich hab ihn nicht mehr gefunden, Silent, Köter! Bist du gut? Ja. Du dummes Hundchen. Aber irgendwie kann ich nicht mehr... Fuß! Jetzt haben wir ihn wieder, oder was? Weißt, nimm ich. Adliger, hast du auch einen Ring dabei? Linge Ringe umeinander, dass du sagst, gibt's das? Ich weiß nicht. Alles wird geflattert. Wie es zum Tor hinausschoss. Alles wird geflattert, was irgendwie einen Wert hat. Silbern, Dingsbums, ja. Nämlich ja 1,8 Groschen fange ich nicht mehr zum Klicken an. Was haben wir da? Rabenschnabel. Den nehmen wir natürlich mit. Was haben wir? Italienische Beckenhaube, die schaut mächtig aus. Ist aber nichts wert. Kürass mit Panzerschutz, den nehmen wir mit. Nürnberger Armsehne habe ich auch noch nicht. Und edle Beinplatten habe ich auch noch nicht. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Also ein paar Leichen kann man schon mal rein. They spin my head right round. Schweizer Dolch, was haben wir da? Alles Beckenhaum, Ketten. Alles für den Arsch. Alles für den Arsch. Was haben wir da noch Schönes? Haben wir noch irgendeinen guten? Ein schwerer Streikkolben, sondern der hohe Eisenhut ist 1500 wert. Den nehmen wir schon mit. Den nehmen wir schon mit. Da lassen wir uns nicht lumpen, Kinder. Loot tut gut. Ich mag jetzt da natürlich nicht alle Leichen zerfleddern, aber ein paar. Bemalte Würfel nehmen wir mit. Was haben wir da noch so? Duellier-Langschwert für 1500! Ja, eingepackt! Kettenhaube, sächsischer Eisenhut. Ein paar Groscherl, jawohl. Essen müssen wir was, das ist richtig. Das haben wir gut. Sigismunds Wurst. Die Money, die können wir wegschmeißen. Das geht bei da liegt dann drin schon was umeinander. Die haben wir gerade gefistet für die Könige. Haben wir da noch so grob was Schönes? Nicht wirklich, gell? Aber das war jetzt ärgerlich, wenn wir da nicht grob durch. Ritter-Axt für einen Tausender, die nehmen wir natürlich auch mit. Hat da noch einen 100er, jeden Groschen ausgehabt. Dann schon ein paar Rüstungstrümmer und Waffen dabei, die durchaus interessant sind. Gell? So ist das nicht. Reiterkürass für 2200. Her damit. Spinnst du? Viel geschenkt. Sächsische Beinplatten habe ich schon 5000. Zinnkreuz, können wir nicht brauchen. Groschen nehmen wir mit. Was am Sieg ist, Wurst geklaut. Ja, die hätte ich unter den Armen verteilen sollen, aber. Ja, der dauert ein wenig. Haben wir da noch irgendwas? Einmal schnell durchgescrollt? Nö, aber da ist Würfel mit geraden. Würfel mit geraden Zahlen. Ja, was man da nicht alles findet. Und die Sachen findest du. Streikholm mit 1400. Eisenhut. Ja, für einen Tausender kann man schon mal noch mitnehmen. Jetzt haben wir gleich nicht mehr viel Platz, aber in unserem Viertel haben wir noch einen Haufen Platz. Und langsam verliere ich also ein bisschen den Überblick, wie wir schon geflattert haben, wir nicht. Haben wir den schon geflattert? Haben wir sie schon geflattert, mein Herr? Nö, Opfe nehmen wir mit. Opfe kann man brauchen. Was haben wir da? Waren wir da schon drin? Wenn er keine Groschen mehr hat, waren wir schon drin. Entschuldigung, war ich da schon drin? Waren wir da schon drin? Da waren wir schon drin. So, muss gelangen. Muss gelangen.
Da liegt noch einer auf dem Weg, da schauen wir auch noch schnell rein, damit nichts passiert. Du, damit nichts passiert, hier Großschall, nehmen wir mit. Den nehmen wir mit, was ist denn da ist los? Oh, das sind die Guten. Ah, stopp, da kniert auch noch einer. Streitkolben des Hauptmanns nehmen wir auch noch mit. Ein Eisenhut, sonst ist da ist ein Scheißdreck wert, Groschen nehmen wir mit. Goldmarke des Kaisers, die nehmen wir natürlich schon mit. So, jetzt gehen wir kurz einmal in unser Inventar und der haben wir den ganzen Bums zum Viertel um. Viertel. Das Duellierlangschwert ist ein ganz Stückerl besser wie unseres. Ich gehe ein bisschen auf die Seiten so, da an die Stats kriegen wir überall Plus drauf. Mehr Haltbarkeit, mehr Verteidigung, mehr Schaden und so weiter. Dann nehmen wir doch einmal das. Machen wir so. Und das, das können wir leider nicht ins Viertel reinstecken. Viertel reinstecken. Sie wissen schon, was ich meine. So, das haben wir mal weggert. Die schweren Sachen, die haben wir mal weggert. Kurze Papin, brauchen wir alles nicht. Reiter Kyras weggert. Handschuhe, Nürnberger Armschienen. Oh, die warten wahrscheinlich aber auch besser wie unsere. Ja, ist jetzt nicht so wichtig. Machen wir so, weg damit. Habt ihr mal die fetten Gewichte. So, passt. Schlimmer wie der Trödeltrupp. Ja, du, es ist ich hau doch nicht so geil mit dem Schwert ein, verstehst? So, jetzt geh ich jetzt mit da und schau, was es zum Essen gibt. Ich hab Hunger. Steht da noch was zum Essen, mein Bittchen. Oh je, der Knochenteufel ist natürlich voll im Arsch, das ist egal. Haben wir da noch? Oh ja, Essen. Aus dem Topf essen, ich habe einen Hunger. Gut. Du kannst dein Ratzi sein Schwertfalls wirklich in der Schmiede verbessern, weiß ich schon. Ist mir schon gesagt worden. Was müssen wir da? Halt, stopp. Informiere Samu, L wahrscheinlich und Liechtenstein über die Gefahr für die Juden in Kuttenberg. Ja genau, das ist gegangen. Vor lauter als Looten wieder komplett vergessen, um was das überhaupt gegangen ist. Geh auf Zeiten da jetzt. So, Warnung aussprechen. Hallo. Du wolltest mit mir reden? Ja, weil... Sag es ihm einfach. Es könnte deine letzte Gelegenheit sein. Ich habe mit Godwin gesprochen. Er sagt, ihr kennt euch. Worüber habt ihr geredet? Über mich? Wir haben über deinen Stiefvater geredet. Martin. Warum? Keiner von euch kannte ihn. Stimmt. Aber ich habe oft versucht, ihn kennenzulernen. Weißt du noch, wie ich anfangs dein Schwert angestarrt habe? Ich kannte das eingravierte Symbol des Meisters. Oi, Bruder, ist ein guter. So machen wir's, Bernie. Ich bin Martins Sohn. Was? Vaters Sohn? Wie zum... Ja, sein Sohn. Razy Harley, Also eine sein habe Ehre bis Freitag. Bastard. Und den Rest auch. Wir sehen uns diesen Freitag um 20 Uhr, wird weitergezockt. Bist du sicher? Warum erzählst du mir das? Dafür habe ich gerade keine Zeit. Warum erzählst du mir das überhaupt? Ich dachte, du würdest es wissen wollen. Martin hat dich aufgezogen, statt bei mir und meiner Mutter zu sein. Ich weiß, wie das ist. Mein richtiger Vater hat mich auch verlassen. Von ihm erfuhr ich erst nach Vaters Tod. Weißt du, mein Leben lang dachte ich, es wäre leichter, wenn der Mann mir scheißegal wäre. Aber nun, da ich weiß, dass ich ihn nie treffen werde, betrübt mich, dass ich ihn nicht gekannt habe. Wenn du willst, kann ich dir von ihm erzählen. Aber gerade ist kein guter Zeitpunkt. Es ist noch nicht vorbei. Wir müssen nach Kuttenberg gehen. Jetzt! Sigismund hat die Beschlagnahmung des Eigentums der Menschen im jüdischen Viertel angeordnet. Der König hat eine Gsehre genehmigt. Für mich ist er kein König, sondern ein verdammter Hurensohn! Was ist ein Gesehre? Was ist eine Gsehre? Das ist schwer zu erklären. Lea! Unsinn. Es ist sonnenklar. Christen, die unser Volk ermorden wollen. Unschuldige und Wehrlose. Sie wollen ihre Häuser plündern und die Beute unter sich aufteilen. Und all das mit dem Segen des Königs. Das hatten wir schon befürchtet. Aber wir hatten nicht erwartet, dass Sigismund sich so damit beeilt. Wir müssen in die Stadt zurückkehren und die Leute rausholen. Schnell, bevor es beginnt. Ich wollte nicht dazwischen labern, ich habe schon gedacht, du wirst es schon wissen. Jedermann Wirst du schon spannend, kannst du das Ich Tippen muss es noch aufhören. Liechtenstein sagen. Aber dann brechen wir sofort auf. Geh und sag es ihm, aber beeil dich. Geh und sag es ihm, aber beeil dich. Informiere Samu und Liechtenstein. Wo ist der Liechtenstein? Schwer verbunden. Das ist der Liechtenstein, nicht, du bist gar nicht. Ich bin der Einzige, der in dem Heißel da drin nicht pumpenvoll ist.
Köter! Bester Mann am Platz! Na, der ist unten irgendwo, hä? Der unten irgendwo? Wo ist er? Schön, euch beide wiederzusehen. Und das lebend. Ach, komm schon. Du weißt, dass ich schon ganz andere Probleme lachend überstanden habe. Sie hätten uns alle töten können. Wärst du nicht gewesen, Heinrich, hätte von Bergo viel mehr Schaden anrichten können. Von Aulitz hat sogar den König überrascht. Niemand hätte es kommen sehen können, nicht mal du. Von Aulitz hat damit selbst Sigismund überrascht. Du hättest den Blick des Königs sehen müssen, als er es erfahren hat. Naja, zum Glück haben wir alle überlebt. Naja, nicht alle. Sie haben Herrin Anna von Waldstein und viele andere Adlige getötet. Es war ein Gemetzel. Und sie haben unsere engsten und einflussreichsten Verbündeten gefangen genommen. Ohne sie können wir kaum die Bürger auf unsere Seite ziehen. Wir stecken in der Klemme. Mal sehen, wie wir ihnen helfen können. Du gibst zu schnell auf. Wir können jetzt nicht aufgeben. Das würde Sigismund nur zeigen, dass er nichts zu befürchten hat. Genau. Wir werden auf die Probe gestellt. Beweisen wir, dass wir Verbündeten helfen. Koste es, was es wolle. Hans ist eine gute. Wenn ich zu viel Wein trinke, werde ich von Selbstmitleid übermannt. Aber ich muss zugeben, dass es nicht mehr viel schlimmer werden kann. Doch, das könnte es. Womöglich. Sogar schon bald. Bei Sigismunds Ratssitzung wurde der Befehl erteilt, das jüdische Viertel zu überfallen. Grundgütiger. Wir müssen zurück in die Stadt und sie warnen. Ich komme mit. Kommt gar nicht in Frage. Oder wirst wieder in Gefangenschaft enden. Du wärst nützlicher, wenn du hier bleibst und Jischka hilfst. Heinrich, sag Samuel und dem Rabbi, sie sollen sich reisefertig machen. Ich versuche noch weitere davon zu überzeugen, mitzukommen. Samuel weiß schon Bescheid. Er ist bereit. In diesem Fall brechen wir sofort auf. Ich gehe mit unseren restlichen Leuten zur Teufelszuflucht. Also lass mich nicht hängen, ja? Bleib stark. Gott sei Dank, es geht dir gut. Unterwegs sah ich Sigismunds Reiter und habe mit dem Schlimmsten gerechnet. Kubienka! Jetzt kommt die Erde her. Was führt dich hierher? Na, ich habe gehört, dass es hier irgendein Fest gibt. Also dachte ich, ich könnte etwas Fleisch abgreifen. Aber stattdessen habe ich hier ein Blutbad vorgefunden. Das richtige Blutbad steht uns noch bevor, wenn wir nicht schnell handeln. Wir müssen sofort nach Kuttenberg. Kann ich mir den Karren leihen, mit dem du kamst? Selbstverständlich. Ich habe ihn auch nur ausgeliehen, wenn ihr versteht, was ich meine. Aber hört endlich mit dem Gerede auf, ja? Uns läuft die Zeit davon. Ruhig, Jingerle. Jingerle? Und du, Herr, ich bitte dich, hilf uns, wenn du kannst. Na gut. Aber könnt ihr mir bitte verraten, was zur Hölle hier vor sich geht? Ich erkläre dir alles unterwegs. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Kommst du auch, Herr Johann? Gewiss. Wer zum Fick ist der Herr Johann? Na dann los. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Steig auf den Wagen nach Kuttenberg. Ich komm gleich. Ich weiß, es pressiert, aber ihr versteht es sicher. Ist da noch was drin? Ist da was drin? Aber Groschen auch noch drin. Warte mal. Da liegen auch noch ein paar. Jetzt warte mal, lass mich mal da im Popo reinschauen. Lass mich mal da im Popo reinschauen. So, die nehme ich noch mit. Die nehme ich auch noch mit. So, wenn wir schon gerade da sind. So, ich komm schon. Ja. Jetzt gleich. Looten und bluten, Kinder. Looten und bluten. Wie viel Groschall haben wir jetzt? 9600. You're finally awake. A bird-like. Geht das nicht schneller? Haben wir ein wenig einen Cliffhanger vor uns vielleicht demnächst. Ich brauche Informationen, Leute. Ich brauche Informationen. Sagt mir vielleicht endlich jemand, was zum Teufel los ist. Sigismund hat einen Angriff auf das Judenviertel befohlen. Wir müssen meine Schriftstücke einsammeln und die Leute retten. Verfluchte Scheiße. Dabei habe ich mir doch gerade die Kante gegeben. Oh, wunderbar. Das Leben meiner Mutter liegt in den Händen eines Säufers. Schluss mit dem Gerede.
Können wir wirklich nicht schneller fahren? Haltet euch da hinten gut fest. Schnellreise! Was ist denn los? Warum halten wir an? Wir laufen von hier aus. Wir können diesen Mördern nicht direkt entgegenfahren. Aber wie sollen wir dann in die Stadt kommen? Wir gehen durch den Sheol. Unter dieser Stadt liegen viele verlassene Minenschächte. Einer davon endet hier. Wird er auch nicht über uns einstürzen? Das werden wir bald herausfinden. Mir nach. Welch ein See. Wo haben wir jetzt da eigentlich genau? Okay, wir haben jetzt wieder von, damit wir mal ein bisschen Map-Kenntnis kriegen. Hashtag Map! Wir waren mal in Raborsch, das ist da hinten. Da war ich noch gar nicht offstream, da hinten. Nur mit dem Godwin und so weiter. Und jetzt haben wir den ganzen Bums da durchgefahren. Der Teufelszuflucht, das ist die Bar von ganz am Anfang im neuen Gebiet, im Grund. Da habe ich ein paar Nebenquests gemacht. Da habe ich ein paar Nebenquests gemacht. Und wenn man da sagt, haben schon wieder 25.000 neue Nebenquests auf. Und jetzt haben wir wieder leicht nördlich von Kuttenberg. Und wollen uns da offensichtlich nach Kuttenberg einschleichen. Wir diesen Weg gefunden haben. Wir folgen an Herrn Johann von Liechtenstein. Ah, wenigstens ein paar Bassen auf mit. Mäh! Warte mal kurz auf mich. Ja, I'm a simple man, I see a kistige Kiste, I have to cry hinein. Zumindest, oh. Ihr habt den Heiland getroffen. Was hast du gesagt? Na, gar nichts. Ich rede nur mit mir selbst. Los, sag das noch einmal. Laut und deutlich. Weißt du was, Herr? Warte mich gar nicht und sei dankbar. Was hat er jetzt gerade gesagt? Ihr habt den Heiland Du da getötet? vorne, mach schneller. Was hast du gerade gesagt? Oh, Mein nichts. Arsch wird schon taub. Der Typ, Bruder. Also, der Kopienker ist wirklich... Was soll das denn? Ganz so ist ein Boom voll der Vollidiot. Geht's hier ein bisschen schnell, wo hatten die anderen eigentlich? Achso, die haben da vorne, gut, passt schon. Da hat man mal, damit nichts passiert. Was ist jetzt da? Hallo, Gas geben. Hey, Bruder, wir haben's eilig und ihr wackelt bumm voll da irgendwo. Kriegt ihr für was zusammen an? Der Holzkopf, Hase ins Bett oder was? Die Switch jetzt zum Nachschuss, Servus miteinander und Like nicht vergessen. Du hast recht. Stimmt eigentlich, habt ihr heute schon mal auf den Like-Button gesmashed? Oh, so nicht. So nicht. Was ist jetzt? Los. Da, die können laufen. Kubienka, du besoffener du kannst nicht einmal, weiß ich nicht, 2 km/h Kubienka. Ah, jetzt haben wir wieder da irgendwo unten drunter. Du meinst nicht, dass das ist die falsche Richtung. Ja, das ist die falsche Richtung, aber meinst nicht, dass unser Fackel da eventuell das Ding da anlüdelt? Ich weiß es nicht. Sag denen laut Gas geben. Ich kann denen nicht... Ich kann mit denen nicht schmerzen. Was ist denn was für ein Problem? Das ist ein Johann von Liechtenstein. Was ist denn jetzt mit dir? Jetzt geh einmal zu! Hier sollten wir uns aufteilen. Ich und der Rabbi gehen zur Schule. Wir müssen die Torah retten und alle warnen. Und wir? Ihr geht weiter geradeaus und biegt dann links ab. Dann gelangt ihr direkt in die Schenke König Salomon. Sammelt die geheimen Dokumente ein und wartet auf uns. Sollte euch nicht jemand begleiten für alle Fälle? Basti! Wie wär's mit Kubienka? Kistenfick. Heinrich und ich kommen zurecht. Zähl ich mich zu. Wenn es sein muss. Merci dir. Was denn? Mehr Verachtung kannst du nicht aufbringen? Nun, viel Glück. Wir sehen uns dann oben. Hier lang, Heinrich. Heinrich, ich bin der Heinrich. Wir sind mal unterwegs. Finden wir alles schnell. Hoffentlich finden wir alles schnell. Wenn du so lange umeinander dredelst, dann nicht. Wir machen jetzt einen Vollsprint. Los geht's. Kannst du laufen? Ja, ihr lauft zumindest halbweit. Das passt. So, links abbiegen hat's dann geheißen, gell? Ah ja, müssen wir sowieso zwangsweise. Ja, hopp jetzt, Herr Liechtenstein. Hansi, Kim! Auf geht's jetzt da! Scheiße, da müssen wir jetzt links oder rechts? Da ist ein Korn, kann man nicht looten? Nein. Was jetzt? Wo bist denn du? Wie finden wir alles schnell? Ich hab einen Stapel Schriftstücke in der Schenke gelassen. Wenn Sigismund die in die Finger kriegt. Also rechts, dann gut, werden passt. noch mehr Ja, Menschen dein Gelaber interessiert mich nicht. Überleben 19, nice. Du hast den Deck in Schleifstein? der Schenke Wo ist da ein alles Schleifstein?
Meine Schriftstücke sind weggesperrt. Schleifstein? Und Samuels Männer bewachen das Haus. Aber wer weiß, wie es gerade auf den Straßen ausschaut. Jetzt soll mal langsam reiten, aber nicht, dass wir wieder einen Stress hinkriegen, du. Sieht toll aus, Schlossknacken schwer, Schlossknacken schwer. Sag ich dir jetzt, wie es ist, das werden wir mal schnell da, weil das skillen wir so schnell nicht nochmal. Wo ist denn das Ding? Da ist es ungefähr, gell? Was haben wir da? Frankfurter Stahl! Interessiert mich Scheiße nicht, bloß die Skillpunkte zum Schlösschen aufbrechen. So ungefähr da so. Das kriegen wir mir hin, komm, umgetüdelt. Easy going. So, haben wir schon wieder falsch. Speichern wir mal kurz, damit nichts passiert. Über dir halt. Was ist über mir? Schon eigenartig. Meinst du nicht? Hunderte Menschen haben diesen Tunnel graben. Jahre harter Arbeit in der Dunkelheit. Die Mühe, das Leid. Und heute wären mir so gut... Halt dein Maul, Alter. Was weiß ich, was du für einen Stuss von dir gibst. Diese Falltür sollte geschlossen sein, nicht wahr? Vielleicht sollte ich mich lieber mal oben umsehen, um sicherzugehen, dass dort niemand ist. Jetzt, Moment einmal. Der Moses? Wieso liegt denn da der Moses am Boden? Ich nehme mal sicherheitshalber seine Groschen mit, damit nichts passiert. Schleichen wir mal. Ach du Scheiße, ist das ein guter oder ist das ein besser? Nochmal? Exodus, durchsuche die Schenke. Wie haben wir jetzt da so einen Abstieg? Ich weiß auch nicht, ist das ein guter oder ein besser? Muss ein besser. Stich mal ab. Wenn Sie in der Küche... Da den wir gar nicht lang um meine Hand. Mal Leiche aufheben. So. Schön gemütlich. Tragen wir wieder in den Keller runter. Damit da nichts passiert, gell? So. Legen wir den neben Moses. Da bist du gut aufgekommen. Da liegst du gut. Hat er was dabei gehabt? Ha? Hat er was dabei gehabt? 5 Groschen hat er dabei gehabt. Den nehme ich da auch noch. An Schwertschleifer habe ich schon gedacht. Aber einen Stor habe ich irgendwie nicht gefunden. Da noch irgendjemand herin, ich sehe es nicht gescheit. Da ist niemand herin. Irgendwas müssen wir finden. Dokumente müssen wir finden. Aber wo warten denn die? Das Seuke. Haben die vielleicht die Dokumente im Dings drin? No. So, da waren wir gerade. Wird zum Vorplatz, da gehen wir jetzt nicht raus. Durchsuche alles, haben Sie gesagt. Bring alle wichtig aussehenden Dokumente her. Woher zum Teufel soll ich denn wissen, wie wichtige Dokumente aussehen? Ich habe doch noch nie welche gesehen. Ah, das ist sehr schwer, das kriegen wir nicht auf. Oder mit sehr niedriger Wahrscheinlichkeit auf. So. Was? Okay, chill. Hallo! Okay. Zeig doch mal, was du drauf hast. Wir schlitzen dich auf, du Hurensohn. Ja, auf der Treppen kannst kämpfen, du Stück Scheiße, du Dreckigs. Was willst du denn? Gehen wir runter. Gehen wir runter. Gehen wir mal an den Platz, wo ich mehr Platz hab. Dann tue ich die so weg, dass du nicht mehr weißt, wo hinten vorne ist, mein Freund. Hm? Ja, genau! Für was drücken die auf Blocken, du Arschkind, du Kreislegs? Zeig doch mal, was du drauf hast. Ja, ich arbeite dran. Wenn nicht dann so Behindiplatzel spendaten. Das war ein kurzer Spaß. Haben wir ein bisschen mehr kassiert. Ha? Haben wir ein bisschen mehr kassiert, aber das hilft uns nichts. So muss man leben damit. So, was haben wir da? Plündern. Eine Armbrust. Haben die vielleicht die Dokumente dabei, kann das sein? Machen wir den Bums drauf. Was haben wir da? Bruder Jakob.
Da haben wir wieder eine fette Reiteraxt. Ja, damit. Sonst irgendwas Tolles. Schlüssel für alle Truhen, die nehmen wir auch mit. Dann können wir uns die Scheiße da nämlich Sporen, getrocknete Minze, Würfel nehmen wir mit. Wir brauchen die Kisten. Oh, Dietriche, die nehmen wir natürlich mit. Stahl brauchen wir nicht, aber irgendwo müssen hier Dokumente sein. Dokumente! Nochmal da Zinnmarke des Vorsprungs nehmen wir mal mit. Warum nicht? Was haben wir da? Dietrich. Haben wir keine Zeit mehr zum Schluss gehen. Was haben wir da? Ja, Plätze! Kuss auf die Nussmesse für den 6er. Der Chef kommt gerade heim vom Stammtisch. Hashtag Nachschau-Squad. Viel Spaß, ist gut heute. Dein Schleifstein ist über dir. Lüge. Hoppala, da weiß noch weitergegangen. Wie groß ist denn die Scheiße? Nein, alle einfach umgebracht worden, oder? Da eine Groschen, die nehmen wir immer alle mit. Kistige Kiste. Haben wir eh nichts, die haben wir Teufel da. Da kann ich nicht aufmachen. Nix. Die haben doch da irgendwas gelabert von Dokumenti. Dann werden wir mal eine Leichen durchsuchen müssen. Vielleicht haben sie die Dokumente schon dabei gehabt. Haben wir ihn schon durchsucht? Wir haben eigentlich alle schon durchsucht, gell? Dokumente! Und Pfannkuchen nehme ich auch mal mit, weil ich glaube, wir kriegen bald wieder Hunger. Da haben wir nichts. Da sage ich auch nichts. Aber wir haben da auch, warte mal. Da waren wir noch nicht. Baruch Hashem, Heinrich, du lebst. Samu, du bist schon zurück? Wie sieht's da oben aus? Ein paar Halsabschneider sind über die Mauer geklettert, aber wir haben sie erledigt. Doch vor dem Tor warten noch mehr. 4 von ihnen waren auch in der Schenke. Zum Glück haben sie nichts Wichtiges mitgenommen. Aber deine Freunde haben ihr Leben dafür gegeben. Was? Es tut mir so leid. Wenn es die irgendwie tröstet. Heinrich hat sich bereits um diese Mörder kümmert. Aber sie sind ganz sicher nicht zufällig in die Schenke gestolpert. Erik muss sie hergeschickt haben. Erik ist der andere, der Lustknabe, von dem die wir aus dem Fenster geworfen haben. Wie geht es deiner Mutter? Dein Verlust tut mir leid, wird Zeit von hier zu verschwinden. Der Verlust deiner Freunde tut mir schrecklich leid. Wir kamen einfach zu spät. Ihr hättet nichts tun können. Ben Navis Hamardes. Dieser Erik bringt mich zum Kotzen. Same. Ich habe ihn zwar noch nie gesehen, aber ich will ihm den Hals umdrehen. Werden wir mir erledigen, Freunde der Sonne. Der hat einen Hund umgebracht vor unseren Nosen. Also gut, wir haben, was wir wollten. Verschwinden wir besser von hier. Aber jetzt wagt Mutter Toni. wartet sich auf Schlafen uns. Sie gut, kommen Wir Sie gut müssen aus der sie zur Falle raus. Synagoge bringen. Bis Geht Freitag. nur vor. Ich verschließ Okay. die Schenke und versperr den Geheimgang, damit keiner mehr reinkommt. Aber Herr, was, wenn noch mehr von ihnen kommen? Ich kann schon auf mir aufpassen. Geht schon. Gott sei mit euch. Mit der Federrüstung, die du da hast, mein Freund. So, jetzt müssen wir mir erst einmal unseren Zustand der Rüstung einmal kurz überfliegen. Solange nichts rot ist, ist alles cool. Und so wie ich das sehe, ist nichts rot. Wir haben bloß ein bisschen eine auf die Nuss gekriegt, aber mei, kommt vor. Da, speichern, Folge Samuel. Wo ist denn Samuel? Samuel? Ja, da läuft er. Okay, ich bin schon fort. Ja, du Scheiße, geht's da Vollgas zu, oder was? Ist das nicht? Schuhbandel binden, oder was wird denn das jetzt? Geh zu Samuels Mutter. Wo ist denn Samuels Mutter? Samuels Mutter? Ist die da drin? Samuels Mutter? Hallo? Hallo? Was ist denn jetzt? Bazooka, ciao! Merci dir. Habe ich sehr Bürgerlaut, bin gerade heimgekommen, hau mich Nachschau-Squad. Fühlen Sie sich aufs Nüsschen geküsst, viel Spaß, ist gut heute. Aber das stinkt mir jetzt schon wieder ein bisschen nach dem Back. Du. Sag wieder, was ist? Tofu hier. Da passieren irgendwelche komischen Sachen, da möchte ich beinahe, geh halt da hin, wo der Questmarker ist. Ja, wo soll ich gehen, den Questmarker, du Zipfe, Adam? Da ist der Questmarker drin! Da ist eine Mauer, ich weiß nicht, ob du es gespannt hast. Das scheiß Tier geht auch nicht auf! Toller Questmarker! Hey, Himmel! Leck mir doch am Arsch! Was ist denn los? Wo ist Samu? Keine Bange, gute Frau. Ich soll dich in seinem Auftrag holen. Mein Gott! Was ist ihm zugestoßen? Gar nichts. Er hilft auf der Straße den Verwundeten.
Gehen wir. Uns rennt die Zeit davon. Warte. Wer bist du eigentlich? Ich bin Martins Sohn. Ich bin ein Freund von Samuel. Ich heiße Heinrich und ich bin ein Freund von Samu. Ich habe ihn davor gewarnt, dass Sigismund kommt. Hab Dank. Ich hoffe, wir können entkommen, bevor... Achtung, da kommen noch mehr. Lauft nach hinten. Dort ist es sicherer. Was ist los? Samu, geht es dir gut? Wir können reden, wenn wir in Sicherheit sind. Lauf! Wir müssen zur Synagoge kommen. Das war mir eine Ehre, mein Freund. Durch die Hinterhöfe. Folgt mir. Durch die Hinterhöfe folgt mir. Wieso? Wir können doch kämpfen! Sie ist, oh, leck. Wenn sie jetzt daherkommen mit Steppen an meinem Vorsicht, Stack. sie schießen auf uns. Von den Wellen. Wir müssen sie loswerden. Da schieße ich zurück. Ist das geplant so? Das war sauber der Headshot, oder? Schön. Sie sind weg. Wir müssen weiter. Ja, sauber, da ist geschossen, du Huren! So, jetzt zieh ich mir lieber das Schwert aus. Wo laufen die umeinander? Unser Mom ist voll schnell! Mom! Was passiert eigentlich, wenn ich der Mom hinten in den Arsch eingegangen? Das sind Judith und Lev. Kannst du ihnen helfen? Bitte lass ihn in Frieden, sonst was. Jetzt mach ich dich kalt. Es gibt kein Entkommen! Ober! Dreck! So kann ich nicht schießen! Ja, weil wieder 4 Stunden das Schwert auszuziehen. Ich weiß nicht, was du mit deinem Hurenschwert eigentlich machst da. Das ist ein Witz, oder was? Gut, dann müssen wir warten. Du schaust ein bisschen aus wie mein Papp. Was? Ich hab auf dich gewartet. War aber jetzt langsam, ne? Oh no. I'm sorry. Er schaut ein bisschen aus wie der Janusz und der andere schaut ein bisschen aus wie mein Papp. Muss ich jetzt einfach so sagen. So, kann ich da reingehen? Kann ich da ein bisschen was klauen? Kann ich da looten? Anscheinend nicht. So, müssen wir da aufgehen. Waren wir zu spät, hat nicht geholfen. Das nächste Mal schieße ich bloß mit dem Bogen runter. Weil einer sowieso nicht helfen kann. Das ist so eine kleine Sache, die nervt mich. Wo muss ich jetzt hin? Wo sind die Alte? Ich kann leider nicht sehen. Hallo, wo ist die Alte? Da habe ich gesprungen wahrscheinlich. Wo ist die Alte? Die Alte? Ma'am, bist du? An dem Karren kommen wir nicht vorbei. Wieso nicht? Hier entlang, durch das Haus. Oh Gott, müssen wir jetzt, warte mal. Bayern kurz einmal. Sprechen alt. Mach die Bude auf jetzt da. Mein Gott, ich sehe einen Scheißdreck mit dem Ding. Ja, Treffer hat gesessen, wenn sollte, hä? Meine Gnade. Wer ist denn hier? Mame, geht es dir gut? Samuel ist es, ich sehe ja nichts von lauter Finstern! Was ist mit dir, mein Kind? Ich lebe noch. Wir können später. Mir geht's dabei ein wenig schmusen, ich schaue, was er dabei gehabt hat. Oh, feste Stiefel. Ja, ja. Natürlich, feste Stiefel. Da hast du feste Stiefel. Wir sind hier. Komm schnell. Ich bin da! Schnappt sie euch! Na los doch! Oh, das sind ja unsere Leute! Geier! Was denn, ihr Scheißkerle? Schlachtet ihr lieber Frauen und Wehrlose ab? Macht schon! Was geht da vorne vor sich? Aber ja, wenn wir jetzt am Kubienka beim Sterben zuschauen, flippe aus. Ja, genau, bei Flashbacks, ne? Kubienka, bester Mann! Greif mir eine! Schnell! Dann wollen wir mal. Aufs Maul! Ich war noch nie so froh, euch zwei zu sehen. Du brauchst anscheinend Hilfe. Nein, ich zieh nur vor, nicht allein zu verrecken. Oh! Da sind sie. Oh, mein Freund! Ja, jetzt sind wir am Arsch. Sie
dürfen nicht weiter. Wir müssen sie aufhalten. Für wie lange? So lange wie nötig. Ach du Scheiße. Wird an der Stelle gespeichert, ansonsten tun wir es gleich mit Sicherheitshalber selber. Ja, wird selber. Halt, stopp! Halt, stopp! Was haben wir da so für Tränke? Ausdauer um 30% erhöht, flinke Fingertrank, können wir nicht brauchen. Schwacher Hahnenschreitrank, erhöhte Energie um 10, schwacher Ringelblumenaufguss, heilt über einen Zeitraum von einer Minute die Gesundheit um 15 Punkte und ein Kater verschwinden. Den können wir uns gleich mal... Oh shit, die kann nichts trinken, aber sie kann ja nichts trinken. Du kannst den Gegenstand nicht im Kampf benutzen. Fuck! An Schienen kriegen wir nicht. An Schienen kriegen wir nicht. Ich erwarte ihr Scheinen am Freitag um 20 Uhr. An Schienen kriegen wir nicht. Gut, dass jetzt 2 Leute einer geschrieben haben. Sonst hätte ich jetzt einfach weiter tun und hätte es selber nicht gespannt. Ah. Besser wird's nicht. Durch den alten Spaß. Was ist wir da mit Torkanten? Das probiere ich jetzt einfach mal. Sag dem Teufel schöne Grüße. Hey, auf ihn! Sprecht eure Gebete! Geh mal zu. Trau dich nicht so weit weg, dass ich den anderen nicht mehr sehen kann, du Arschkind! Arsch! Kind Hundsfott! Ah gut, du... Was soll nicht mehr so viel hin, mein Freund? Sehr gut. Bogen raus. Mein Zierkreuzschwert aus! Hey! Brecht eure Gebete! Das war gesessen, bin Säule! Zeig doch mal, was du drauf hast! Ich fick euch alle. Oder am Hunden! Morgen dir ans Brett. Komm her! Jawohl! Zeig's dem Kerl! Schlag ihn auf den Kopf! Jetzt hau halt zu, Kim! Schlag ihn auf den Kopf! Tötet sie! Gut wird's vergeben! Schlag ihm auf den Kopf! Nagle ihn auf den Kopf! Dein Leben ist jetzt vorbei! Ich will mit wessen Leben da vorbei ist, mein Freund. Wie viel Leid hast du? Schnell! Ist da nur nicht hin! Ob ich einen Hit kassiert, weiß ich nicht mehr. Komm mit! Ich glaub nicht. Ich glaub nicht. Dann No los. Hit.
Gott, Mochelmeer. Gehen wir. Hier entlang. Was tut denn jetzt? Synagogen hochzünden oder was? Oh. Tür geht nach außen auf, wird von ihnen verrammelt. Okay, literally am Feuerball. Knapp. Ich sollte Sprich zusammen mit Sarah über Martin den Schmied. mit ihr über Martin sprechen. Noch eine Gelegenheit bekomme ich nicht. Was ist das nochmal langsam? Deshalb muss ich mich aber nicht aufhören, den Wald zu durchstreifen. Vostatek denkt, dass Varel, na doch einmal, sprich mit Sarah über Martin den Schmied. Sarah ist die Frau von unserem Quasi-Vater. Oh, da sind jetzt einige Leute gestorben. Wo sind die Alte? Jetzt meine ich, hören wir uns noch. Da ist... Alles in Ordnung? Es geht mir gut, Jinkel. Ich danke dir. Für alles. Kann ich sonst noch irgendwie helfen? Reden wir über Martin. Der Zeitpunkt ist vielleicht nicht der beste, aber könnten wir vielleicht über Martin reden? Wie bitte? Du kennst meinen Martin? Ja, er ist... Nun, er ist mein Vater. Boyrech Hashem. Also, wir sind nicht blutsverwandt, aber er hat mich aufgezogen. Mein Siskindele. Sag schon, wie geht es ihm? Er ist gestorben. Erst vor ein paar Monaten. Oh, Tenafschutzro Rabitzro Acharim. Gute Frage, Verstecker! Sigismund hat mein Dorf niedergebrannt. Vater wollte Mutter helfen. Und sie beide starben. Es tut mir sehr leid, mein Junge. Aber so war Martin. Hat immer zuerst an andere gedacht. Immerhin bist du noch am Leben. Das würde ihn erfreuen. Verzeih, dass ich dir nichts Schöneres mitteilen kann. Mach dir keine Gedanken. Ich bedauere nur, dass er Samuel nicht kennenlernen konnte. Ist alles in Ordnung? Ja, keine Sorge. Wir haben nur über Martin geredet. Ich störe nicht länger. Also gut. Mehr muss ich nicht wissen. Bevor du gehst, sag mir, wie war Martin als Vater? Nun, er war sehr streng, aber nicht zu sehr. In der Schmiede hat er mich Herr zu harter Bird-like, Arbeit ja. angetrieben. Ich träume sehr oft von ihm. Absolut richtig. Von unserem letzten Tag und über 100 seinen Worten, als wir zusammen ein Schwert geschmiedet haben. Er sagte, ein Leben voller Abenteuer kann schnell vorbei sein. Und dass das Schmieden vielleicht eintönig ist, aber meist kaum tödlich. Da hatte er vollkommen recht. Nun, sieh mich jetzt an. Du hast unsere Leben gerettet. Martin wäre stolz auf dich. Er hat dich gut erzogen. Ich will dich nicht länger aufhalten, aber ich hätte nie gedacht, dass ich einen Bruder habe. Auch wenn wir nicht blutsverwandt sind. Nun, ich habe das auch nicht erwartet. Und danke, mein beinahe Bruder. Wenn Das du nicht Wort gewesen Halbbruder wärst, weiß damals ich noch nicht, nicht wie ging. der Tag geendet hätte. Was hast du nun vor? Ich gehe zurück zur Teufelszuflucht. Zu Schischka und den anderen. Wir müssen einen Plan schmieden. Dann sehen wir uns dort. Aber erst muss ich alle nach Kolin begleiten. Ich will nicht, dass ihnen unterwegs etwas zustößt. Jetzt sollte alles gut werden. Pass auf dich auf, geliebter Bruder. Wir sehen uns morgen um diese Zeit in der Teufelszuflucht. Habt eine sichere Reise. Sei gesund. Sprenge, du gnadenloser Vollidiot. Das sind die gleichen 100, die heute nur Raid Shadow Legends. Nein, es stimmt nicht ganz, was geschrieben hast. Late Shadow Legends spielen mit dem Bürgersam Referral Code. Absolut richtig. Alter, made my fucking day. Ich wiederhole mich nur ungern, aber du bist einer. Es gibt mittlerweile ein paar da herin. Aber wenn du diese Community verlässt, dann hör ich auf. Du bist ein sehr gnadenloser Volltrottel. Aus deiner Feder kommt wirklich nur Dummschiss. Also wirklich nur, leck mich am Sack. So. Jo. Ja, meine Damen und Herren. Haben wir zwar keinen Cliffhanger jetzt für Freitag, aber
Ich bin frei, das ist schon mal gut. Jetzt kann ich zumindest morgen mal was machen. Und so wie ich das da Hose, allein da haben 3 oder 4 Quests, 5, 6, 7, 8, 9, die kriege ich sowieso nicht hingeschissen. Ja, muss ich wieder bauen gehen, muss ich mal wieder Ferien gehen, muss ich mal meine Rüstung herrichten und mal schauen, ob ich nicht vielleicht mittlerweile schon Rüstung und Waffen gefunden habe, die besser sind wie meine. Vielleicht schmiede ich auch mal ein bisschen, mal irgendwas machen. Und bis zum Freitag um 20 Uhr bin ich dann der Rum in der Teufelszuflucht, da wird dann gespeichert und dann ist Ruhe. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bedanke mich fürs Zugucken. Wenn Ihnen gefallen hat, was Sie gesehen haben, drücken Sie jetzt den Like-Button. Dankeschön. Ha? Da hat's was zu tun. Ja, na sicherlich habe ich da was zu tun. Das kriege ich sowieso nicht fertig. Bist du narrisch? Bist du des Irrsinns? Aber ich glaube, heute haben wir wieder gut Mittag gemacht. Oder? Was meint ihr? So, ich speichere jetzt da. Ein bisschen blöd war auch, mir kurz überlegen, am Montag zum Spulen, weil wir wieder festgesessen sind. Und bis zum Montag, übers Wochenende, wollte ich spulen, aber jede Stunde, die vergeht, sagt der Heinrich die ganze Zeit, ich sollte mich beeilen zur Ratssitzung und dann wollte ich nicht weiterspulen, nicht wirklich. Also Nebensachen halt irgendwie machen, weil ich mir gedacht habe, wenn ich da jetzt irgendwie einen Tag verstreichen lasse, dann ist irgendwas kaputt und dann weiß ich ist alles umsonst. Naja, aber morgen, heiliger Herrgott, endlich kann ich morgen mal in Ruhe offstream ein paar Nebenquests machen. Wir machen weiterhin die Hauptquest hier drin. Das habe ich versprochen. Ich werde zusehen, dass wir nächste Woche mit dem Spiel fertig werden. Meine Damen und Herren, Kuss auf die Nuss, Like-Button nicht vergessen. Willst du speichern und beenden? Ja. Spiel baut nicht ab. Kann irgendjemand, der es schon durch hat, wo haben wir grob? 70%? 75%? Aber es ist schon machbar, dass wir das nächste Woche fertig kriegen, oder? Man, wie viel Playtime haben wir? Am Freitag haben wir mindestens 2 Stunden, wahrscheinlich 3, wenn nicht 4, je nachdem, wie es sich ausgeht. Und der Bananenbatz sagt 78%. Das ist die einzige vernünftige Antwort, das ist eine Frage euch einfach. Der Rest holt sein Maul. Holt sein Maul! Sollst nächste Woche fertig kriegen. Also ich denke auch. So zumindest. Ich habe mittlerweile, so wie ich es immer mache bei allen Spielen, bei dem ist es natürlich ein bisschen schwierig, habe ich einen Walkthrough gesucht auf YouTube, der dauert über 24 Stunden. Und der skippt auch viel. Also der skippt zum Beispiel, wenn er schnell reist von A nach B. Und er braucht 24 Stunden. Da waren wir jetzt vorm Stream, vorm Montag, waren wir bei 17 Stunden ungefähr. Also dauert das bei ihm noch 8, also dauert es bei uns wahrscheinlich 10, 12. Und ich glaube, jetzt haben wir am Freitag, sagen wir mal im Schnitt 3 Stunden, nächsten Montag, dann haben wir 5 Stunden, nächsten Mittwoch, dann haben wir 7 Stunden und dann kommt nochmal ein Freitag, dann haben wir 10, 11, 12 Stunden. Ich glaube, das ziehen wir einfach mal durch. Nächste Woche gehen wir am Freitag auch nochmal schmerzen. Dass wir jeden Tag ab 8 Uhr einen Stream einhauen. Open End. Aber mal mindestens bis 10, so wie wir es gewohnt sind, vielleicht bis halb 11. Und dann spielen wir nächste Woche das Ding fertig, bis wir fertig sind. Was sagt ihr dazu? Natürlich interessiert mich da eure Meinung dazu. Aber es ist jetzt natürlich auch ein schlechter Zeitpunkt, weil ich glaube, ich werde jetzt nicht recht viele Leute finden, die jetzt noch da sind, die dann sagen, nein, das mögen wir nicht. Der Burning Crusade schreibt täglich. Ja, täglich. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Jeden Tag um 8 Uhr, bis wir fertig sind. Weil es, so ehrlich muss ich auch sein, ich mag es nicht nochmal 2 Wochen entlang ziehen. Langsam wird es ein wenig viel. KCD 2. Und wenn ich da so, dann komme ich ja zu gar nichts mehr. Spreng, du hast doch das Ding selber gespielt. Ich merk's doch an deinen Kommentaren, dass du schon lang durch bist. Hast du nichts zum Tun? Was hättest du was zum Tun? Hast du den ganzen Tag umeinander sitzen und sich irgendeine Scheiße ausdenken, das heute auf Nacht schreiben kannst, wenn ich online gehe? Tobi übrigens, merci dir für deine 6 €. Aber die sorry für die Verspätung, war in der Arbeit, hau mir Nachschau-Squad. Ich hoffe, du bist noch da. Und falls nicht, fühl dich vom Vergangenheitsbürger in die Zukunft gegrüßt oder irgendwie so. Ich weiß nicht, Tobi, merci für deine 6 €. Solange es dir Bock macht, hau rein. Tut's, sonst darf ich das nicht vorschlagen. Haben wir schon andere Spiele auch mittendrin abgebrochen. Aber das hier, ich habe es ja mehr oder weniger auch versprochen, dass wir das Ende hier im Stream sehen werden. Und wenn ich jetzt hergehe und brich ab, das war asozial.
Ja, das war einfach asozial. Kari, merci für 10 im Monat. Ja, bitte, Alter. Machen wir. Kari, merci dir. Der Carton schreibt, naja, so viel ist auch nicht mehr übrig. Ich schätze, dass du Dienstag, spätestens Mittwoch fertig bist dann. Um ganz ehrlich zu sein, das ist ja auch der Plan. Ja? Ich mehr nämlich gerne am Freitagabend was anderes tun, außer streamen. Nicht diese Woche, also übermorgen, sehen wir uns nochmal. Spielen wir cremige 2, 3, 4 Stunden, je nachdem wie es passt, hinein. Aber nächste Woche wird dann Vollgas geben und dann hast du KCD 2 Finale. Und dann haben wir wirklich, glaube ich, sprenge wie viele Stunden haben wir gestreamt? Der weiß das halt besser wie ich. Du hast jetzt 50% auf der Gutenberg-Mac, also 10 von 20 Main-Quests. Glaube nicht. Sprengi schreibt nicht genug. Okay. Der Herr Hegemann ist am Start. Das ist das Allerwichtigste. Merci für deine 5 Monate. Kuss auf die Nuss. Hauen Sie rein. Sind wir da? Sind wir da? Das machen wir nächste Woche einfach. Und dann war es optimal, wenn wir so Mittwoch oder spätestens am Donnerstag auf die Nacht dann ins Finale. Mittwoch auf die Nacht, wo jeder, der das jetzt nicht mitkriegt, ja, haben ja sowieso wieder 1000 Leute, die nicht mitkriegen, dass wir nächste Woche jeden Tag streamen. Das heißt, am Dienstag und am Donnerstag erwarte ich nicht recht viele Leute da herin, sage ich dir ganz ehrlich, außer ihr natürlich, die ganzen Vollgasnarischen. Aber normalerweise schauen bei KCD 2 jetzt seit Wochen über 1000 Leute zu. War heute schon nicht mehr so. So ehrlich muss man auch mal sein. Natürlich bemerke ich das. Und ich möchte auch fertig werden. Natürlich habe ich noch Bock aufs Spiel. Es nimmt auch nicht ab. Und damit wir es fertig kriegen. So, jetzt mag ich mal schnell in meinen Streaming- und Spiele-Release-Plan hineinlunzen. Jetzt passt es auch. Dann schaut es nämlich nächste Woche folgendermaßen aus. Ja, es wird übernächste Woche wird's dann ein bisschen spannend, weil da haben wir ein Spieleloch drin. Da kommt zwar Assassin's Creed Shadows, das spiele ich aber sicherlich nicht an Tag 1, sondern am Montag drauf. Und am Mittwoch kommt dann Killing Floor 3. Und im letzten Freitagsstream für diese Saison zumindest, weil dann ist Sommerzeit, spielen wir Commandos. Und was wir da zwischendrin deren, das werden wir einfach sehen. Vielleicht machen wir wirklich eine Retro-Reise und spielen wir Lemminge. Es sind insgesamt 32 Hauptquests. Du, ich weiß nicht. Du darfst bei 21 sein. Du, ich hab nicht mit sein müssen, ist auch wurscht. Ist das ein neuer Pulli, Ed Birger? Nö. Pass auf. Schau dir noch. Es ist ein guter Alter. Da stehe ich extra auf für dich. Das ist ein guter Alter. Ja? Den haben nicht viele in dieser Version. Jetzt ist überhaupt nichts okay. Der gute wie Chamäleon. Eine Retro-Reise geht immer irgendwas voll und schwei. Ein paar so Blödsinnsspiele haben wir schon, die wir noch ein, zwei Mal ausprobieren können. Die eine Woche kriegen wir schon um. Und dann gibt es einen Haufen Zeug. Killing Floor schaut wirklich witzig aus. Da kann man, das werde ich erst einmal solo spielen. Ich glaube, am ersten Tag, am ersten Mittwoch und wenn es geil ist, spielen wir es noch ein zweites Mal und dann machen wir einen Community-Zock draus. Da spielst du zu 6 gegen Monsterhorden. Das kann ganz witzig sein und es ist ultra brutal. Ich mag das. Herr Birger, wenn noch da bin, hätte ich noch eine Frage. Spielst du, wenn es rauskommt, als Remake von Gothic? Wahrscheinlich eher nicht, Tobi. Ich bin kein Gothic-Fan. Ich habe es letztes Mal endlich über die Zungen, über meine Lippen gebracht. Um ganz ehrlich zu sein, ich finde die ganzen Gothic-Teile und alles, was danach gekommen ist, wie Elex und der ganze Zeug, um ehrlich zu sein, grottenschlecht. Ich werde Gothic nicht spielen. Auch offstream nicht. Getting over it! Weiß nicht. Ist God of War gestorben? Herr Sander, im Prinzip ja. Aber da das so viele Leute nicht mitgekriegt haben, die mich danach fragen, das habe ich wirklich sehr ausführlich im letzten God of War Stream erklärt, kann es nicht so schlimm sein, weil die Leute haben den God of War Stream ja auch nicht gesehen. Also dem also, wer da danach fragt, ist es mir einfach wurscht. Der Sprengi schreibt, ich glaube, wir haben nicht mal so viele Stunden DayZ gestreamt. Das ist eine gute Frage. Ich hab heute mal kurz drüber nachgedacht, das haben wir noch nie gemacht. Wir haben jetzt ich schreibe wirklich selten ins Thumbnail rechts oben eine zweistellige Zahl. Wirklich extrem selten. Das ist vorgekommen bei The Last of Us. Beim 1 bin ich mir nicht einmal sicher, ob es zweistellig geworden ist. Bei The Last of Us 2 auf alle Fälle. Ich glaube, das waren 13 oder 14 Streams, aber nie recht in Überlänge, sondern immer so 2 Stunden lang. Und in DayZ. Wobei es da auch nie zweistellig geworden war, wenn wir das in Staffeln aufteilen. Aber die Unterhaltungen in Gothic sind echt witzig. Ja,
Ich glaube, dass die im Jahre 2000 witzig waren, aber 2025 nicht mehr. Da lerne ich mich jetzt einfach mal aus dem Fenster. Kurze Frage, Birger, hast du zufällig Offstream zwischen Cassidy 9 und Monster Hunter einen Topf dazu erzählt? Der Stand ist jetzt bei 80. Also da ich sehr viel am Stream Deck umeinander gespielt habe, die letzten Tage, wegen zum Beispiel, warte mal. Here I come. Here I come. Konnte es durchaus passiert sein, dass ich da eventuell mehr auf den Knopf drauf bin. Kann passiert sein, weiß ich nicht. KCD 9 war bei 78 und bei MH ist dann von 79 auf 80 gegangen. Ja, da gab es einen Topf wegen etwas, aber es war kein Tod. Achso, haben wir mir bei der Rosa auf den Topf drauf gedrückt, kann das sein? Weiß nicht. Aber es kann durchaus sein, dass ich am Sonntag oder am Montag einmal aus Versehen draufgekommen bin. Kann sein. Bernie leider nicht. Noch nicht. Ja, ist ja wurscht. Ist ja wurscht. Ich glaube wegen Neuladen. Ich gebe dir dann Bescheid, wie Gothic ist. Ich habe schon gefeiert, besonders das Wahnsinn. Ja, also ich weiß, dass die Fanbase für Gothic ist groß. Ich bin normalerweise auch Fan dieser Art von Spiele, aber ich finde die Steuerung und das Kampfsystem ist so unterirdisch schlecht, dass es weh tut. Das kann ich mir einfach nicht angehen. Also das kann ich mir einfach nicht geben. Das geht einfach nicht. Und ich war so schockiert. Ich meine, Elex ist jetzt noch nicht so lang und so lang her und so alt, wie ich das angespielt habe und habe dann das Kampfsystem gesehen und denke, möchte ich mich verarschen? Da hast du schon mal durchgeschaut, was für ein Jahr das wir haben. Zugemacht, deinstalliert, nie wieder angelangt. Der Depth-Counter vom Birger stimmt sowieso nicht. Der stimmt nie. Der stimmt ja auch nicht. Manchmal drücke ich einfach auf den Depth-Counter, obwohl gar nichts passiert ist, weil irgendeine Alte ihre Glocken ins Beitel reinhält. Manchmal drücke ich dann aber auch, wenn ich stirb, einfach nicht, weil ich so, klar, das zählt nicht. Ja, ist halt so. Pi mal Daumen, weißt du das eh? Der Rosa ihre Depth haben doch auch so eine Zeit, oder? Ja, oder war das nicht die da in dem Badehaus da so halb knockert umeinander gelaufen? Du hast wegen ihrer Depth 1+1 gemacht. Ja, das weiß ich schon noch. Er stimmt definitiv. Sally schreibt Depth. Depth wo? Was kommt denn dann noch so? Der Mai schaut dann wieder ganz gut aus. Mitte Mai kommt Doom, The Dark Ages. Selbstverständlich spammen wir das. Da bin ich sogar wahrscheinlich gewillt, dass ich, das kommt dann am Donnerstag aus, da bin ich sogar gewillt, dass ich im Mai am Freitag, oh, da kann Weinfest sein. Ich mag jetzt mal noch nichts versprechen, ansonsten spammen wir Doom, The Dark Ages dann am Montag gleich drauf. Und Ende Mai kommt der Elden Ring Night Rain. Kann man das DLC nennen, das Ding? Weiß ich jetzt auch nicht, aber ist ja wurscht. Und dann war es eigentlich, zumindest bis jetzt, was ich auf der Liste stehe für dieses Jahr an größeren Spiele. Und dazwischen findet man dann schon was. Das ist ein 2-Stream-Spiel, a difficult game about climbing. Schreiben wir das mal ins Discord hinein. Ich glaube, wir brauchen einen separaten Depth-Counter, einen Glocken-Counter quasi. Für das Spiel kann man wirklich einen einführen, ja, das stimmt. Der gute alte Richtwerte, was? Thank goodness you're here. Wer was für zwischendurch? Das müsst ihr mal im Discord schreiben. Weißt du was über Madison 2? Nein, habe ich aber auch schon lange nicht mehr geschaut. Es hat eigentlich geheißen, dass im Frühjahr da ein DLC kommt. Eigentlich hat es geheißen im Februar. Bla 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 bla. Ich finde jetzt da einen Reddit-Eintrag, den ich damals nicht gefunden habe. Does anyone know if Madison 2 is a real thing? Das ist ein Reddit-Eintrag, hat 10 Antworten. The only reference I can find to a sequel is an interview where the devs talked about working on the VR version, and the article randomly, without citing anything, says Madison 2 is tentatively, this Wort kenne ich nicht, scheduled for 2024. Das ist 8 Monate her. Kämmer ist nix. According to the developer, a DLC will first come
come out that expands Madison 1 a bit, called Madison the Maxwell's Curse. Schauen wir nach dem. Den Titel habe ich nämlich bis jetzt auch noch nicht gelesen. The Maxwell's Curse. Announcement Steam News. Was? Momental, Babental. Das ist Events to Madison. Halloween 2 update, the Maxwell's Curse announcement. Hello everyone, we hope you are enjoying the Halloween season. Today we are bringing you a series of updates and announcements. First and foremost, Madison and the Possessed Camera DLC will be discounted by 35% from October 26th until November the 2nd. Perhaps one of the most anticipated announcements, our brand new DLC, Madison the Maxwell's Curse, is now official and will be arriving very soon. Stay tuned. Lass mich kurz überfliegen. On the other hand, since launch, many of you have been requesting a bit from customers. Nein, Madison-Version. Ja, die interessiert mich jetzt einen Scheiß, aber egal. Ansonsten steht leider nicht recht viel drin. Das war veröffentlicht Donnerstag, 26. Oktober 2023. Alter, das ist 1,5 Jahre her. Recht viel steht dort da nicht. Madison Story DLC, The Maxwell's Curse. Jetzt schau, was ist denn das alles? Ja, wie viel Cookie-Fenster gehen auf und wieder automatisch zu? Da haben wir jetzt noch einen vom 30. September 2024. Das ist ein Tweet. Madison the Maxwell's Curse will be released in Q1 2025. Prepare to face new horrors from a brand new perspective. Also eigentlich müsste das Ding im März noch rauskommen. Da haben wir seitdem aber nichts mehr. Jetzt gehen wir mal auf X selber. Madison VR. Das kannst du vergessen, da kannst du dir Schießen geben, wenn du das tust. So wieder freiwillig, wie es ist. Surprise, we just launched Madison VR on Meta am 10. Januar. Bei Madison on Meta. Madison and Madison VR, bla 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 bla. Maxwell Curse will be released Quartal 1 2025. Mehr finde ich nicht. Aber schön, dass du nachgefragt hast. Habe ich nämlich auch schon lange nicht mehr geschaut. Ja. Allerdings sind wir schon wieder so nah am scheiß Horror Oktober dran, dass wir mit dem auch bis dahin warten können. Aber warten wir mal. Wer released seine Spiele auf Meta, Alter? Berechtigtes Keck W, Mr. Sprengi. Wann kommt das Alien-Spiel? Ich glaube, das gibt's schon. Ist allerdings ein VR-Spiel, tue ich mir nicht an. Kann ich, speibe ich her. Schade, kann ich leider nicht spielen. Horror kommt noch früh genug, das glaube ich auch. Spielst du eine Mafia, die Old Century? Das muss ich mir anschauen, wenn es rauskommt. Das muss ich mir anschauen, wenn es rauskommt. Das ist halt wieder so ein typischer Open-World-Schinken. Wir haben jetzt auch gerade einen spielen, also das muss schon unfassbar gut sein, dass ich da das gleiche mache wie hier, dass wir mir da 30, 40 Stunden einstreamen. Das ist das erste Mal, dass wir das haben wir noch nie da. Das haben wir noch nie da bei so einem umfangreichen Spiel wie bei KCD 2, dass wir so reingesuchtet haben und ich so drauf geschissen habe, wenn einmal dann nach dem 10. Mal nur verständlicherweise immer weniger Leute da sind, weil wenn du da mal einen Stream auslässt, kommst du mit der Story nicht mehr mit und dann kannst du es nicht mehr anschauen. Verstehe ich, aber das ist ja überall so, ist auch bei den Großen so. Was müssen wir fürs neue Madison eincashen, dass das doch Tausende. Charaktere haben gut geschrieben in KCD 2, da gibt es immer überhaupt nichts. Das ist, ich sag das, was es ist, ich habe noch nie so ein immersives Rollenspiel, immer noch, auch nachdem wie viele Stunden haben wir jetzt, 50? Ja, 50, über 50 gesehen wie KCD 2. Habe ich noch nicht gesehen. Und ich habe gemeint, Fallout 3, Fallout 4, New Vegas und Skyrim und so Geschichten waren gut, aber was ist denn eigentlich mit Starfield? Spielt das eigentlich nur irgendjemand? Warte mal. Starfield, Steam Charts. Schauen wir mal kurz. Was schätzen wir, wie Leute das auf Steam die letzten 35 Minuten Starfield gespielt haben? Aber gut, wie viel spenden Kingdom? Kingdom Come Deliverance, 2 Steam Charts. Lasst jetzt natürlich auch im Vergleich out. Ich meine, das eine Spiel ist ein Monat alt, das andere 1,5 Jahre. Ja, dann suchen wir doch mal nur nach Skyrim um für den Schild. Das ist ein guter Vergleich. Skyrim. Ja, na, was ist los? Gibt es so viele verschiedene Versionen, aber wahrscheinlich ist Special Edition die größte. Good job, Bethesda.
Richtig gut. Richtig good job. Oh, there are thousands of planets you can explore. Oh yeah. Grenzenlose Möglichkeiten. This is the biggest one. Our biggest RPG yet. It's so wonderful. It's so filled with adventures. And a lot of other shit. und ein Haufen heißer Luft. Starfield. Nehmen wir den 24-Stunden-Peak der letzten Zeit. 3700. Ich glaube, dass teilweise Bumsuf mehr Like gespielt haben. Und Skyrim spielen halt einfach 28.700. Und weißt du, was jetzt da eigentlich, sagen wir auch ganz ehrlich, 28.700 ist jetzt auch für eines der größten Spiele der Welt, ist nicht wirklich viel. Aber dazu muss man wissen, wenn man sich vielleicht nicht ganz so gut auskennt, das ist ja auch nicht schlimm, man muss ja nicht jeden Scheißdreck wissen, Skyrim ist von 2011. Und Starfield ist von 2023. Good job, Bethesda. Aber richtig abgeliefert, du. Richtig abgeliefert. Und Kingdom Come hat in den letzten 24 Stunden 77.200. Haben immer noch zwingen. Aber für dieses Spiel wahrscheinlich zu speziell. Wahrscheinlich. Ja, ich riech bis daher, jeder, der meine Begeisterung zum Beispiel hört, der geht das erste Mal in einen Schwertkampf hinein. Alte F4 deinstallieren, Birger, du Trottel. Was soll ich machen? Dasselbe Ding, wenn ich vom Monster Hunter spiele. So, jetzt hast du eine Viertelstunde lang auf den Riesenkicker droschen und deine Belohnung haben 3 grüne Icons. Herzlichen Glückwunsch. Nice. So. Der Sprenger schreibt, mich hätte das Setting auch nicht abgeholt, aber was da spieltechnisch abgeliefert wird, Heide Witzka. Ich finde ich hab als Einser gespielt. Auch durchgespielt. Leider Gottes Offstream, damals waren wir noch nicht so weit. Habe ich auch erst gemeinsam mit, ja, Alter, wie spannend oder gut, so in ein normales Setting im Mittelalter sein, ohne Zauber, ohne Drachen, ohne alles. Bis ich dann ein bisschen reingespielt habe. Und dann habe ich mir gedacht, Heile Witzka, ich habe nicht gewusst, ich wusste nicht, dass auf dieser Welt ein RPG in diesem Setting fight. Und noch keiner auf die Idee gekommen ist, dass man sowas macht. Und jetzt kommt, und ich habe das Einser schon gut gefunden. Aber das Zweier, wow, da ist die Messlatte vielleicht schon verfickt hoch. Ich schaue mir die 2 lieber an beim Chef, als dass ich es spiele. Das ist ja auch in Ordnung, um Gottes Willen. Also ich werde mich da als allerletzten beschweren natürlich, aber wer selber Bock hat, da haben ja einige herinnen, die haben schon fertig und so weiter. Und ich glaube jetzt auch, dass ich fertig wäre mittlerweile schon, wenn ich mich nicht an Stream halten darf. Hast du nur mal in Boring Hunter eingeschaut? Nein, Rechtsklick, deinstalliert. Spät, kannst vergessen. Ist sowieso lange mal wieder Zeit, dass ich 50 € aus dem Fenster. Kobe! Yeah, Birger, Cassidy 2 ist mein erstes Spiel in die Richtung und am Anfang war ich genervt, weil es so langweilig war im Gegensatz zu einem Ego-Shooter, aber jetzt nach so 10 Stunden einfach nur geil. Danke dir. Absolut nichts zu danken. Das ist wichtig, damit haben ja die Monster Hunter leider am Montag sich gerechtfertigt und genauso mach sie ja. Es kann ich mir schon vorstellen, wenn dein TikTok-Brain drauf aus ist, dass du alle 2 Sekunden irgendjemanden im Kopf einschießt und rumspringst und eskalierst, anstatt dass du einfach einmal deinen zweiten Monitor ausmachst, das Licht ausmachst, dein Headset aufsetzt und das Ding spielst wie ein Horrorspiel. Ja? Laut, rundrum nichts mitkriegen, Licht aus, spiel das Ding. Und du wirst dich wundern, wenn du drauf einlässt, wie dermaßen, dass die das Spiel in seine Welt zieht. Das habe ich schon so lange nicht mehr gehabt, dass ich wüsste nicht, mit was ich es vergleichen soll. Das Feeling habe ich das letzte Mal gehabt in Fallout 3. Und Fallout 3 ist, glaube ich, von 2008, wenn mich nicht alles täuscht. Puh. Der Hannes haut sich hin! Du, weißt du was? Ich hau mich ein, nein! Du! Gehen wir ins Bett. Sehen wir uns am Freitag. Freunde der Sonne, ich bedanke mich fürs Zugucken.
Kuss auf die Nuss. Danke für die ganzen Donations. Ich glaube, das ist an mancher Stelle heute wieder ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Ich hoffe, ich habe keinen übersehen. Falls doch, fühlen Sie sich aufs Nüsschen geküsschend und das sehen wir uns am Freitag. Dann sage ich nochmal Dankeschön. Wann holst du eine Plattenrüstung und sitzt da? Flea Frankie, das der man nicht. Wenn, dann mehr hätte ich gern, dass mir jemand der Rüstung strickt. Das wäre geil. Schauen wir mal. Wenn die ersten 18 Monster Hunter nicht interessiert haben, für den ist Wilds jetzt auch nicht die Gaming-Offenbarung. Ja, ich mag nicht weiter drüber schimpfen. Der Stream am Montag ist der mit den meisten Dislikes seit sehr langer Zeit. Ich habe nicht genau nachgeschaut, aber einfach, das ist mir einfach aufgefallen. Sind deswegen auch nicht für ihn im Vergleich, ist mir wurscht. Aber es sind mehr, sehr viel mehr als normal. Normalerweise ist so einer, 2 oder irgend sowas, und es waren halt doch einige mehr. Da habe ich dann wieder gemerkt, so mit, ja, da sitzen jetzt die Monster Hunter Fanboys wieder, sind wieder beleidigt, weil einer Lieblingsstreamer gesagt hat, sie einer Spur ist scheiße. Vielleicht ist auch ein Teil dabei, der gemerkt hat, dass ich absolut keinen Bock nicht habe. Ich habe wirklich lange versucht, dass ich es unterdrücke, aber nach einer Stunde, wenn ich von A nach B geschickt wird und mir nur irgendeine Scheiße erzählt wird, ohne dass ich auf ein Viech draufhau, Bruder, dann wie einfach lästig irgendwann einmal, weil ich ganz was anderes erwartet habe. Und dann habe ich endlich auf ein Viech draufhauen dürfen, auf einen Riesengickerl, das hat eine Dreiviertelstunde dauert, und dann kriege ich 3 grüne Icons als Belohnung. Hau ab! Soll ich dann, hau ab, oder jeder, der mir daherkommt mit, du, das wird Game of the Year, kein halt dein Futzen. Aber das glaube ich nicht. Außerdem ist mir scheißegal, selbst wenn es Game of the Year wird, ist mir egal. Ich habe für mich beschlossen, oh mein Gott, ist das schlecht. Deinstalliert. So viel zu Monster Hunter, und ab jetzt reden wir nicht mehr drüber. Wir sehen uns am Freitag 20 Uhr, da werden wir nochmal ordentlich reinsuchten, und nächste Woche spielen wir es dann fertig. Werden wir uns am Freitag nochmal unterhalten. Und jetzt schleichen Sie sich dahin. Freunde des Zorns. Kinder des Zorns. So muss ich sagen. Kuss auf die Nuss, danke fürs Zuschauen. Liken nicht vergessen, Abo da lassen nicht vergessen, Glocke checken nicht vergessen. Ganz furchtbar wichtig. Danke für Donations, danke für die... Haben wir neue Mitgliedschaften gehabt? Ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube aber schon. Ist mir wurscht, Dankeschön für neue und alte Mitgliedschaften gleichzeitig. Kuss auf die Nuss. Und jetzt sehen wir uns am Freitag. Triple F für die Moderatoren, ein klassisches Hashtag Strapse. Oder, ich bin für Fülltet. Hashtag Fülltet die Strapse. Beliebig. Bis Freitag, ihr Trottel. Grüezi, fix nochmal. So, ich verstecke mich, dass der Sprengi kein Betteln kriegt, verstecke mich wie immer mal hinter dem Mikrofon. Ciao, tschüss dann.